drin. Divertisse-Menschen, schön dabei zu sein. Liebe Mitglieder und Freunde des RMD von 1861 e.V., Lev Fastelovensfreunde. Ich bin Udo Marx, Präsident und Rex der Gesellschaft Rosenmontags Divertisse-Männchen von 1861 e.V., kurz RMD genannt. Nun werden sich einige fragen, was ist ein Divertisse-Männchen? Der Begriff stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Unterhaltung, Belustigung. Unser Vereinsname ist somit Programm in der Session 2021 und wir haben getreu dem diesjährigen Motto "Nur zusammen sind wir fastelovend" gehandelt. Wir haben für unsere Mitglieder und alle Fastelovenzirke die Kölsche Traumnacht Karneval 2021 inszeniert. Nach einer Vorstandssitzung des RMD in der Geschäftsstelle des Hansa-Hochhauses und basierend auf einen wirren Traum des Präsidenten scheint, als würde die ausgefallene Sitzung des RMD doch stattfinden. Freut euch auf eine typisch kölsche Form dieses Sitzungstheaters, welches mit viel Arrangement, Herzblut, Einsatz und Freude von allen Beteiligten innerhalb kurzer Zeit unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzverordnung sowie den uns gegebenen technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten nach dem Motto "Nur zusammen sind wir fastelovend" umgesetzt werden konnte. Wir wünschen euch nun viel Spaß und Vergnügen bei unserer Kölschen Traumnacht mit Träger von Hetze, Köln! RMD! Köln! Liebe Freunde, ich freue mich ganz besonders, euch heute hier begrüßen zu dürfen zur ersten Vorstandssitzung für die Session 2021. Ich bin hoch motiviert und freue mich mit euch heute Abend einige Dinge zu besprechen, was wir heute in der Session vorhaben. Was machen wir? Ja Jungs, ist das schön? Ich finde das ja nicht schön. Ist das schön? Das ist doch unser diesjähriger Sessionstitel. Schaut doch mal rein. Zu früh getroffen, zu flügg gelebt. Et geht viel Gründe, warum es ist, wie es ist. Et geht auch viel, das könnt jetzt anders sein. Doch mit ich hier zu stehen, seht mal, dass ich richtig bin. Ist das nicht schön, dass wir hier zusammen sind und die Stunde, die mal lassen, nicht fortgeworfen sind. Ist das nicht schön, dass wir hier zusammen sind? Und wat ma hücke lebe, da blieb für immer drin. Früher für die Schule haben sie den Butterrahmen gemacht, vom Sport abgeholt und lang auf dich gewartet. Das sind Menschen, die sind mit für immer da. Drum los mal eine Hebe, als wird das letzte Mal. Ist das nicht schön, dass wir hier zusammen sind und die Stunde, die wir lassen, mit fortgeworfen sind. Ist das nicht schön, dass wir hier zusammen sind und was wir hier leben, das blieb für immer drin. Und dass wir uns sehen, ist so viel weg. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Dass wir uns sehen, ist so viel wie Welt. Alles andere als ganz normal. Und dass wir uns sehen, ist so viel Welt. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Dass wir uns sehen, ist so viel wie Welt. Alles andere als ganz normal. Ist das
zusammen sind und die Stunde, die mal losse, nicht fortgeworfen sind, ist das nicht schön, dass wir hier zusammen sind und was wir heute lernen, das blieb für immer drin. Und dass wir uns sehen, ist so viel wert, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Dass wir uns sehen, ist so viel mehr wert, alles andere als ganz normal. Und dass wir uns sehen, ist so viel wert, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Dass wir uns sehen, ist so viel mehr wert, alles andere als ganz normal. Alles andere als ganz normal. Alles andere als ganz normal. Mal sitze hier zusammen, als wär das ganz normal. Doch nix lief für immer. Ich denk da manchmal dran. Ja, Udo, dann lassen wir besser alles hin. Hallo Freunde des RMDs, hier bin ich, der Bajazzo. Was ist dieses Jahr los? Was ist los? Was machen wir? Ja, nix. Oh. Bin ich weg. Udo, ich bin da ganz ehrlich, das macht doch alles keinen Sinn. Bye bye, bis nächstes Jahr. Tja, nix geht, aber eine lange Samstag wäre auch ganz so. Rudi, hier, was geht denn hier ab? Ja, jetzt sind wir hier allein. Ich habe auch nichts zu tun. Selbst die Kaffeebude ist zu. Ich gehe auch. Tschüss. Ja, was ist das dann? Jetzt hauen die hier alle ab. Ich wollte mit denen die Session planen. Das gibt es doch ja nicht. Das habe ich schon noch nie erlebt. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn mit unserem Fastelovend? Da müssen wir uns irgendwas mal überlegen. Ja, Leben Udo, was läuft? Bist du am Träumen? Wie am Träume? Man weiß es nicht. Ich höre eine Spillmannszug und kölsche Töne. Ich möchte zu Fuß nach Köln. Die Stadt liegt am Ring zwischen Mark und Rom. Das ist die Stadt, das ist wie Hetz, Köln am Ring. Hier bin ich zu Hus, hier höre ich hin. Das ist die Stadt, das ist wie Hetz, Köln am Ring. Hier bin ich geboren, hier will ich bleiben. Warte und Kost. Hier kriegt kein Teufel mich jemals so muss. Jeder Morgen schlecht, ja, ihr küsst. Das ist nicht Stadt, das ist wie Hetz, Köln am Ring. Manchmal schwer, ich sage,
ist nachgedrückt und Gölle am Ring. Ich hab dies nachgedrückt vom Fastelavond, vom Rosenmorgen das Zug im schönste Sonne schien. Bim bam, klingelt die Glocke vom Dom. Ding dong, bim bam, bimmelim, bimmelim, klinge in Dur und in Moll. Hallo zu Köln am Ring, da klingelt die Glocke, so herrlich und flink. Ich wolle mal bleiben, ich seh mal zu Hus, ich will uns kein Teufel Hus. Ach, was war das früher schön, da in Kolonia, wenn der Franz mit Ries noch alle Proberstehen. Wenn der Winter mit Apollonia still vor Lüch am Heimisch an zu Klutsche fliegt. Lorenz von Döxter Köln vom Zauberwissenplatz, ein Dunkele im Helle, wie schön ist doch und Stadt. Lorenz von Döxter Köln vom Zauberwissenplatz, ein Dunkele im Helle, wie schön ist doch und Stadt. Wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Lohn die Glocke spürt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, hier am Ring. Wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Lohn die Glocke spürt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, hier am Ring, ja, daheim bin, hier am Ring. Oh, 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 yeah, oh, 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 yeah, oh, 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 yeah, oh, 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 denn ich bin nur der Kölsche Jung. Und die Herz, das immer um den Sohn. Auf der Straße sag ich bin Sprachgehirn und jedes Wort liegt tätowiert und ringert so. Ich bin der Kölsche Jung. Denn ich bin nur der Kölsche Jung. Und die Herz, das immer um den Zoo. Auf der Straße sag ich bin Sprachgehirn und jedes Wort wird tätowiert und ringert so. Ich bin der Kölsche Jung. Liebe Peter, ich darf dir ganz herzlich den Orden des RMD überreichen. Herzlichen Dank für euren Beitrag. Herzlichen Dank, Herr Präsidentschef, lieber Udo, und war uns ne Pläsier. Ob der Peter hört und die vielen Kölsche, drehen von jetzt Kölle! Die vielen Kölsche! Kölle! Herzlichen Dank, macht es gut.
Ja, Donnerletsch. Udo, schläfst du? Ja, hör uns, das geht doch ja nicht. Wir Beamte in Klingelpütz, wir schlafen schon. Aber du, hey, mitten im Fastelavond? Was ist denn hier los, Hück? Das geht doch ja nicht. Aber pass auf, ich zeige dir jetzt, was dich wach hält. Wart ab. Leven Udo. Leef Fastelavondsfreundinnen, leef Fastelavondsfreunde draußen an den Empfängnisgeräten. Pass auf, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich schwade dich direkt an. Ja, wir zwei nur miteinander. Und natürlich mit dem Udo. Ne? Also wir Justizvollzugsbeamte, sage ich ganz ehrlich, wir können das überhaupt nicht verstehen mit dem ganzen Zerona-Gedrisse. Ja, überlegen's. Uns Gefangene sitzen doch separat mit resopaler Reinlichkeit getrennt in ihren Schließfächern. Da kann ja nichts passieren. Jetzt fragst du dich natürlich, warum der knubbelig mir so eine Käuferzelle? Ja, eigentlich wollte ich nur darauf hinleiten, was ich am liebsten mache. Ich tun ja 3-mal am Tag das Essen verteilen. Und was ich mir bei der Verteilerei nie verknusen kann, ist der Spruch, zum Essen oder zum Mitnehmen. Aber, wisst ihr, das hätte jetzt mit meiner Rede nichts zu tun, aber weil wir gerade miteinander sind, ich erzähle euch jetzt, was wirklich im Klingelpütz passiert ist. Also ich war ja tatsächlich Justizvollzugsbeamte. Du musst dir vorstellen, dass du morgens um 6 Uhr an der Zelle dran vorbei gehst, das sind ja 70 Zellen nebeneinander, und bist mit dem Frühstücksware unterwegs und mäst die Zellentür ab und dann kommen die raus für das Frühstück zu holen. Und es ist wirklich passiert, ihr Lieben, eine von meinen Kölsche Gefangenen kommt morgens für die Tür, schaut links, schaut rechts an der Zellentür an, schaut mich an und sagt, das darf doch nicht wahr sein. Haben Sie mir das nach das Fahrrad gejückt? Wirklich passiert. Also es gibt so ein paar Sachen, die möchte ich wirklich rüberbringen, weil ich das erlebt habe. Eine andere schöne Geschichte, wo wir gerade dabei in diesem Fastelavond können wir ja so Sachen ruhig von uns geben. Das ist wirklich passiert. Ich habe das Grünflächenamt 3 Jahre lang geführt. Also bei uns nennen wir die Hofkolonne. Du gehst also aus dem Klingelpütze raus mit ein paar Gefangenen und mähst dort die Straße und das Grünzeug, hältst also alles picobello. Und wie wir an der Pforte rauskommen, ist der Ommelebus von der JVA Ulmer Höhe. Das ist Düsseldorf. Ist der reingefahren und neben mir stund meine Grünflächen Gefangene und seht dann 2 alt, 1 hellau, ab in der Bau. Ich lag ob dem Gefängnishof und war am Lachen. Also das ist wahr. Ihr Lieben, jetzt kommen wir mal aber zurück und zwar nicht nur immer ob der Klingelpütz, nee, wir haben ja auch ein Leben da draussen und in meinem Leben außerhalb der Dienstlichkeit, obwohl das ja eigentlich ja nicht stattfindet, findet tatsächlich in meiner Stammkneipe statt der lustige Scharfrichter. Ihr Lieben, oder du, weißt du was, wir yonder unseren in der lustigen Schau, da können wir 2 rinjon, ohne dass du mit dem Türsteher ein Vorstellungsgespräch machen musst. Küsst du darin. Und ganz ehrlich, da sind auch ganz andere Typen an der Theke. Zum Beispiel, ja, der Käufer zählt's heim. Der Käufer, muss ich dir erzählen, also Agency, der aus Süd, sagen wir so, also der ist nicht gerade der hübscheste, wie soll ich dir das jetzt genau verklären? Sagen wir so, seine Kopf ist eine Sicherungskopie von seiner Foot. Da weißt du ungefähr, wie der aussieht. Ne? Und jetzt steht der dabei und noch stottere. Und der kütt in die Wirtschafterin und sagt für der Wirt hinter der Theke, ein Kaffee Latte to go für mitzunehmen. Sagt der Wirt 2,60. Da nimmt er die 26 abgezählte 10 Cent Grosche und schmeißt die wieder Prinz Karneval für die Theke. Jeden Tag gibt er in ein Kaffee Latte to go
vermetzen. Und dann 26,10 uns der Witball bekommen. Nur eine Tag Güterin und legen 5 € Heiermannssching. Ja, mir ist nichts anderes ingefallen. Ihr wisst schon, was ich meine. Lädt die auf den Thek und der Wet ist ja auch nicht blöd. Das die 2,40 € Rückgeld in 10 Cent Grosche und schmiss die für den Thek. Was mit der Hein? Lädt noch uns 2 Grosche auf den Thek und sagt, noch einen Kaffee. Dort nicht so laut lachen, der Udo ist noch am Rechnen. Hey. Freundschaft. Nee, ihr Lieben, aber ehrlich gesagt, lassen wir uns zusammen in die Wirtschaft führen. Also mein Lebensgefährtin, Flora Soft. Ja, wir sind ja schon lange zusammen. Wir haben auch einen erwachsenen Sohn, der Kevin Jennifer. Also das Flora ist ja mit ihrem Damenkehlclub, sind die auch in dem lustigen Scharfrichter. Der Damenkehlclub, der Mörder eigentlich kennen. Wie heißt der noch uns? Ach, der Mörder doch kennen, wie heißt der? Die Pretty Brummen. Oder wie ich sie nenne, das Meer der Vergeltung. Aber Flora und ich, ja, wir sind ja schon lange zusammen, also ist eigentlich, aber jetzt, ich merke ja schon, wir sind ja unter uns, da darf ich ja auch sagen, mit dem Flora und mir klappt das nicht mehr so gut. Ne, für die letzten Herrentour bin ich in ein Drogeriegeschäft gegangen und wollte mir ein Päckchen Kondömchen kaufen. Ehrlich, die hast mir dann da gelucht und dann habe ich mir die geholt und stand mit dem Päckchen Kondömchen an der Kasse und das Mädchen an der Kasse sagt für mich, möchten Sie denn auch Treuepunkte? Ich bin dann von dem Kaufvertrag zurückgetreten. Jetzt möchtet ihr sagen, Ching Bum. Lass mal noch uns zusammen probieren. Klappt doch. Ihr Lieben, Lück, mit denen man Päder stellen kann, sind oft nicht treu wie Jolt, egal ob Frau, ob Mann. Allah, rufen ich euch zu und trecke mich Mütz, blieben ihre knubbelig vom Klingelpütz. Allah, madet jo, ihr Lieben. Tschüss. Halt, lieber Ralf, der Knubbelig vom Klingelpütz. Lieber Ralf, eine hervorragende Rede beim RMD. Ich darf dir den Orden des RMD überreichen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Rufen wir aus, ob der Knubbelig vom Klingelpütz Brühe von Hetze, Gölle, Allah, RMD, Allah, Knubbelig, Allah. herzlichen Dank. Madet jo, tschüss zusammen. Ich bin ein Kind vom Dorf und ne Junge vom Land. Bei uns machen Kühe Muh. Ich lade dich ins Holz und kuscheln ein, denn das schönste Mädchen, das bist du. So, bin ich hier richtig? Ist das hier das Casting Dreamstart der Supersänger? Nö, hier bist du beim RMD und ich bin der Rex. Hey, bist du nicht der Stefan Dahm? Ganz genau. Da kann ich auch jetzt Kölsches für tragen. Ja gut, lass Jon. Da jan ma all zusammen durch, ob groß, ob klein, mir han kein Furcht, singe mir jetzt allens Halleluja. Wir machen uns auch nicht verrückt, wir sind und lieben immer jeg, i Kölsche he am Ring singt Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Denn wie zu im Leben küht, dat weiß man doch im Führus nicht, doch das mit uns doch us he am Ring.
Wir kämpfen he, blieben zu Hus und wissen noch, dass das jetzt muss. So singt jetzt all zusammen Halleluja, 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 Halleluja. Corona uns im Wäsche steht, wir wissen nicht, wie es wieder geht. Drum standen wir hier und singen Halleluja. Wir beten all zum Leben, ja, komm, mach der Driss doch endlich fort, dafür kriegst du von uns Halleluja, 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 Halleluja. Wir wünschen uns, das ist doch klar, dass es so weht, wie es uns war. Zusammenhalt, wie jetzt, das war noch nie da. Doch mir haben es ganz schnell gelehrt, wenn das nicht ist, was dann passiert. Drum singen wir zusammen Halleluja, 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 Halleluja. Stefan, für das Kind standst du auf der Bühne. Aber was du uns heute hier dargebracht hast, Gänsehaut pur, klasse, das ist Karneval, das ist Fastelovend und das passt genau in diese Zeit. Hast du noch eine für uns? Ich habe dir noch ein Video mitgebracht. Mi Kölle geht nicht. Herzlichen Dank, deine Version. Komm ich in Köln an und Jon am Bahnhof durch die Tür. Mein Näschen fängt alles so und ich stelle mir für. Der Dom wird fertig, hätt Chaos. Fort wären Dreck und du wirst. Der Roncalli-Platz kein Baustell mehr zu sehen. Und ob fast leer kommen nur noch echte Kölsche rein. Der FC nur noch gewinnen date. Und Sonne schien von früh bis spät. Mi Kölle geht nicht. Mi Kölle geht nicht. Mi Kölle geht nicht. Mi Kölle geht nicht. Die AWB, der blaue Sack, ein Zolleküt. Die KVB fährt in einem durch, von Nord bis Süd. In Rot und Stadt sich alle einig sind. Und selbst die heiße Menschen kommen wieder nach Köln hin. Doch
wenn wir uns ehrlich sind, ist das alles nur ne Traum. Denn für mich Stadt so perfekt, würde ich nicht mehr so drauf stehen. Drum lass mal sie halten, wie sie ist. Wenn man nicht mehr hat, weiß man jetzt, was man vermisst. Denn mi Kölle geht nicht. Mi Kölle geht nicht. Mi Kölle geht nicht. Mi Kölle geht nicht. Lieber Stefan, herzlichen Dank für deinen Auftritt. Schön, dass du da warst. Dir den Orden des RMD. Herzlichen Dank. Ruf mir aus auf Stefan Dahm, Träger von Netze, Kölle! RMD! Stefan Dahm! Herzlichen Dank. Danke dir, lieber Udo. Schön, dass es dir gefallen hat. Danke, dass ich hier sein durf. Wir freuen uns sehr und ich denke mal, du wirst deinen Weg im Faste Leon. Herzlichen Dank und tschüss. Udo, Dinge Drehe stehen es doch. Wie? Drehe stehen? Im Jahr 2021? Das geht doch ja nicht. Oh ja, das weißt du jetzt hin. Nee, Udo, ich bin keine Erscheinung. Ich bin es wirklich, der Tuppes vom Land. Hier ist der Tuppes mit Vilkölsch und Klav, Fastelavond zusammen und Kölle. Alaf. Ja, normal frage ich ja tendenziell bei meiner Rede an der Stelle, wie es euch geht und wie es euch ist. Doch es ist keiner hier. Das ist ja der Driss. Also, wenn man vom Udo mal absehen tut, der träumende Präsident mit seinem Hut. Und jetzt geht bitte nicht so hart mit mir ins Gericht. Ich weiß, es ist ein Mütz, doch es reimte sich nicht. Hätte mir letztes Jahr einer gesagt, dass der RMD in Sitzung macht, ohne Publikum vom leeren Saal, ja, dem hätte ich gesagt, du bist nicht normal. Jetzt stelle ich fest, ganz ungenommen, ganz genau so ist es gekommen. Und da ich fast allein hier bin, wo sonst die ganzen Jecken sind. Und das, wobei, das möchte ich mal sagen, das RMD-Publikum ganz gewiss, da kannst du in Köln echt jeden hier fragen, eines der besten des Rheinlandes ist. Immer aufmerksam und immer präsent, was man heute auch nicht mehr überall kennt. Da kannst du als Redner, und das finde ich krass, selbst nachts auf der Bühne und hast trotzdem Spaß. Ja, ich hab gedacht, so muss ich gestehen, ihr wolltet auch gern mal was anderes sehen, als wochenlang nur jeden Tag Drosten, Spahn und Lauterbach. Unser Dreigestirn der Virologie ist ja so omnipräsent irgendwie. Das hat man bis dato hier in dem Land ja nur von Helene Fischer gekannt. Und da meinte man schon von früh bis spät, dass die einem auf den Nerv gehen tät. Doch die Empfindung, ich sage es ganz offen, hat Lauterbachs Karl noch mal weit übertroffen. Auch wurde vielen im letzten Jahr klar, als manch Künstler wurde finanziell ruiniert,
dass hier das Land der Dichter und Denker mal war und Politik, Kultur einen Scheiß interessiert. Stattdessen setzte ganz galant Andreas Scheuer viel Geld in den Sand für eine Mautidee, die ihm nichts hat genützt. Davon hätte man besser Kultur unterstützt. Dann wäre manch Künstler jetzt nicht in den Miesen oder sogar auf Hartz IV angewiesen. Doch leider hatte Kultur irgendwie nicht die Lobby der Automobilindustrie. Bankrott ist auch der Flugverkehr. Da ist es schon ironisch sehr, dass viele Jahre nach Ablauf der Frist der Berliner Flughafen fertig ist. Doch hieß es nach einer ersten Beschau, es handele sich um Pfusch am Bau, denn als man das Band in den Terminalhallen durchtrennte, ist eins schon zusammengefallen. Vermutlich hatte auch hier viel zu viel der Andi Scheuer de Finger im Spiel. Der ist so kompetent, jetzt mal ganz im Vertrauen, der wird auch bei einer Glastür durch Schlüsselloch schauen. Das ist scheinbar eine große Tendenz, dass die Fähigkeit zur Intelligenz, völlig egal wie man das auch findet, zunehmend aus unserer Gesellschaft verschwindet. Ich habe nämlich den Eindruck sehr, Bekloppte werden immer mehr und dafür ist ganz ohne Scheiß Michael Wendler der beste Beweis. Und wenn wieder mal so ein Idiot mit einem IQ von Knäckebrot sich da was zusammendichtet, Bill Gates hätte es schon eingerichtet, die Weltherrschaft an sich zu reißen, um uns zu chippen und zu bescheißen, da denke ich mir immer, ich glaube, es hackt, wer hat dir eigentlich ins Gehirn reingekackt? Für all die Spinner, die gerne probieren, zu moppern, zu stänkern und zu provozieren, für all die habe ich, so wahr ich hier stehe, die ultimative Lösungsidee. Man munkelt, die NASA fliegt bald zum Mars. Und all die Leugner von Covid und SARS, Querulanten, Idioten und Populisten, bitte tragt euch schon mal ein in die Listen, dann kriegt ihr ein Ticket und fliegt mit ins All, denn Leute wie ihr mit so einem Knall, die nur darauf aus sind, die Menschheit zu spalten, wird man hier nicht vermissen und nicht länger halten. Macht euch auf zum Mars, findet da euer Glück, aber bitte versprecht uns, kommt nicht mehr zurück, damit hier mal wieder Ruhe einkehrt und sich euer Blödsinn nicht weiter vermehrt. Doch in dieser Session, so muss man es sehen, werden viele neue Dinge entstehen. Ja, bei manchen Vereinen, da läuft punktuell die Prunksitzung schon im Netz, virtuell. Das ist quasi in so einem Fall wie Homeoffice für Karneval. Nur das mit dem Prunk, das klappt noch nicht ganz. Joggingboots vom Laptop hat wenig Glanz. Und doch, glaube ich ja unbenommen, sind Online-Formate ganz schwer im Kommen. Die sind modern und noch zudem einfach auch unfassbar bequem. Ja, du musst mit dem Auto oder Bahn nicht erst in die Innenstadt fahren, da vor roten Ampeln fluchen und nach einem Parkplatz suchen. Brauchst nicht mehr zu fragen, statt wer von euch die Karten hat und auch nicht grübeln, ob gewiss zu Hause auch der Herd aus ist. Muss nicht nach dem Kellner winken, keine sauren Weine trinken, bei den Preisen in den Hallen nicht vor Schreck in Ohnmacht fallen. Muss nicht den ganzen Abend strahlen, nix für Garderobe zahlen, auch nicht frieren oder schwitzen und auf harten Stühlen sitzen. Oder auf dieselben steigen und dann deine Hände zeigen, wenn wieder mal eine Band geschwind den Saal fragt, wo die Hände sind. Kannst in Ruhe dein Bierchen schlabbern und Chips aus der Tüte knabbern. Und wenn nervende Nachbartische dich stören,
sogar lauter drehen, um einen Redner zu hören. Das gibt doch was ne Seltenheit, dem Publikum Gelegenheit, nach sehr langer Zeit genau genommen vom Programm endlich mal was mitzubekommen. Der einzige Nachteil ist doch, dass man bei der Aftershow-Party nicht flirten kann und stattdessen zu Hause, das ist dann der Driss, mit dem arbeiten muss, was da vorrätig ist. Und beim Herrensitzungs-Online-Format gibt's als Kaufanreiz, das finde ich probat, ein Kasten Bier für zu Haus noch dabei und et Nummerngirl als Download-Datei. Und am Schluss der Sitzung schätzt jeder Mann, dass er da, wo er liegt, schon bleiben kann, denn das Motto der Session lautet insgeheim: gefeiert, gesoffen und gekotzt wird daheim. Auch gegessen wird wieder viel mehr daheim. Das merke ich auf Facebook, dadurch schon allein, dass mir viele morgens mit dem Kaffee zuprosten und tagsüber sämtliche Mahlzeiten posten. Ich warte auf den Tag, wo es wer übertreibt und unter sein Bild auf Facebook dann schreibt: Guten Morgen, Freunde, es hat geklappt, ich habe heute früh schon Stuhlgang gehabt. Ja, da ist es mir schon lieber bisweilen, wenn sie dann nur ihre Mahlzeiten teilen, auch wenn das mit dem Essen gewiss eine komplizierte Sache heute ist. Bis vor ein paar Jahren habe ich es noch gemocht, Leute einzuladen und hab die bekocht. Ja, das mache ich inzwischen gar nicht mehr. Mir ist das mit dem Essen zu schwer. Der Erste achtet auf seine Figur. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Der Zweite mag keine scharfen Gewürze, von wegen Sodbrennen und schlimmer Fürze. Der Dritte isst nur noch Gemüse konstant und ist zudem laktoseintolerant. Der Vierte isst alles, nur keinen Fisch. Der Fünfte hat kein Benehmen am Tisch. Der Sechste, der kriegt irgendwie von irgendwas eine Allergie, hat zudem einen empfindlichen Magen und kann keine Zwiebeln vertragen. Dem Siebten, dem ist ja nichts recht und sagt, mir wird vom Spargel schlecht, weshalb er noch den Einwand bringt, dass davon so et Pipi stinkt. Und der Achte will Veganer sein und lutscht beim Raclette nur am Stein. Da bist du vom Essen allein schon frustriert und hast über Getränke noch nicht diskutiert. Ansonsten aber muss ich sagen, kann ich mich nicht groß beklagen, nur dass ich manchmal gerade hin im Alltag so vergesslich bin. Kennt ihr das auch? Du machst dich auf die Sohlen, gehst in den Keller, um da was zu holen und dann stehst du im Keller und denkst dir nur, krass, jetzt wollte ich was holen und weiß nicht mehr was. Oder hältst du es vorm Einkauf für angemessen, einen Zettel zu schreiben, um nichts zu vergessen? Und dann denkst du im Laden, das kann doch nicht sein. Jetzt liegt der Zettel in der Küche daheim. Auch halte ich mich gern selbst auf Trab und stell mein Auto im Parkhaus ab, um beim Wiederkommen, welch ne Blamage, nicht mehr zu wissen, auf welcher Etage. Und letztens dachte ich, jetzt flippe ich aus, da wusste ich so gar nicht mehr, in welchem Haus. Und bin mit der Funkfernbedienung ungeloren durch 8 verschiedene Parkhäuser gezogen, in der Hoffnung, dass es irgendwo blinkt. Und was jetzt wirklich selten dämlich klingt, im Parkhaus Nummer 9, da wurde mir klar, dass ich mit der Straßenbahn gekommen war. Hilfjecke, Vergesslichkeit kann lästig sein. Doch ich denke, ihr stimmt überein. Im Fall des letzten Jahres wäre doch gerade vergessen zu dürfen eine ganz große Gnade. Mein Bedarf an Distanz ist bei allem Respekt, wie auch an Abstand zu halten, restlos gedeckt. Stattdessen möchte ich gern mal lieber einen warmen Händedruck spüren und andere umarmen. Gemeinsam mit anderen Menschen lachen,
Kölsche Lieder singen und Blödsinn machen, denn der Karneval hier bei uns am Rhein lebt davon, mit Menschen zusammen zu sein. Welch großes Geschenk das immer schon war, wurde uns in aller Deutlichkeit klar. Ich hoffe von Herzen, wir haben was kapiert und dass so ein Scheißdreck nie wieder passiert. Deshalb freue ich mich heute schon auf eine ganz normale Session. Auf lange Schlangen am Getränkestand und einem Rosenmontag am Straßenrand. Alles wird gut, daran glaube ich ganz fest. Wenn man die Hoffnung sich nicht nehmen lässt, dann werden wir diese Zeit überstehen und uns auf der RMD-Sitzung wiedersehen. Ich bin jetzt fort und Ihren Ob mit im Klav. Bleibt gesund und fröhlich und Kölle, Alaf, euer Tuppes. Mein lieber Jörg, 160 Jahre RMD und du bist heute hier. Das freut uns sehr. Die Verbundenheit zum RMD zeigt nicht nur dein Outfit. Du bist bei uns ein gern gesehener Gast, häufig auf den Bühnen, heute leider nur im kleinen Saal. Aber ich denke mal, 2022 werden wir das alles nachholen. Lieber Jörg, dir den Orden des RMD mit dem besten Dank, eine hervorragende Reimrede. Wir danken dir von ganzem Herzen den Tuppes von Land, Träger von Etze, Kölle! Alaf! RMD! Alaf! Der Tuppes! Alaf! Lieber Udo, ganz herzlichen Dank und ich muss sagen, es passt farblich wirklich wie die Faust aufs Auge. Und ich freue mich schon heute darauf, wieder mit euch im vollbesetzten Saal zu sein. Das ist immer schön bei euch und alles wird gut. Wir kommen wieder, keine Frage. Herzlichen Dank, lieber Jörg. Macht's gut. Tschüss zusammen, schöne Fastenabend. Wanderprinz mit dem Bauer und der Jungfrau Güt. Dann jammert es schön, jetzt schön, es gibt nicht Mittag, ist auf jeder Sitzung so. Der kleine Steingart ist der Blut. Ja, liebe Freunde, ich bin total geflasht. Das geht es doch ja nicht. 2021 und wir haben das Kölner Dreigestirn bei uns zu Gast. Herzlich willkommen! Ich darf es euch kurz vorstellen. Seine Tonalität, Prinz Sven I., Sven Olev. An seiner Seite seine Deftigkeit, der Kölner Bauer Gerion Glasemacher. Und das Schönste, was Köln zu bieten hat, seine Lieblichkeit, die Jungfrau Akademie Dr. Björn Braun. Sie alle drei gehören dem Traditionschor der Altstädter Köln von 1922 e.V. und sind sogar für 2 Sessionen ausgeliehen. Ganz herzlich begrüßt auch den Prinzenführer Markus Heller-Prinzengarde. Lieber Sven, du hast das Wort. Vielen Dank, mein Lieber. Lev Jecke, Fastelovend zu feiern, dat können wir jod. Spaß und Freude zu machen, dat litt uns im Blut. Dafür kennt uns die Welt, von Berlin bis Hawaii. Bei Viva Colonia, da sind wir dabei. Die Stadt mit K ist die Stadt, ob die wir all stand. Und da täten wir selbst zu Fuß hin. Mir trinke jen eine mit und tun jen lache. Denn mir sind Kölsche Junge, wat willst du machen? Der allerhöchste Tag bei uns, das ist klar, das ist der Rosenmontag. Einmal im Jahr. Und wenn der Zug dann kütt, und das ist nicht ihr Strunz, ist das schöner wie Heiligabend für uns. Wie klein Pens können wir uns freuen. Stund innerlich Kopf und du nix bereue. Fühlen eine Dankbarkeit tief in uns drin und spüre, was das heißt, ne Kölsche zu sehen. So haben wir das all die Jahre gemacht. Und hätt irgendwann uns einer gesagt, es könnt anders sein und anders kommen, der hätte man doch nicht ernst genommen. Unvorstellbar war für uns die Idee, dass man Jecke in Köln ins keine Fastelovend haben und keiner auf eine Sitzung kann. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, da gütt der Fastelovend und wir sind all bereit. So wie in dem Lied. Und das
ist keine Witz, wo das für uns alt ein Naturgesetz. Wird noch jeder nach ne Moje jet und noch jedem Rän de Sunrus güt, wo für uns alt Escher Mittwoch gewiss, dat ab November wieder Fasterleer ist. Dat et anders kommt, dat wissen wir all. Doch leider hätt uns dies Jahr in dem Fall eine fiese Möp von Virus, ganz dreckige Art, eine dicke Strich durch die Rechnung gemacht. Dat Düvelsteil, dat hätt is kalt. Und Slive ob der Kopf gestalt. Und noch dem Letzte ist jetzt klar, dat nix mehr ist, so wie es war. Wir sind still geworden, unbesinnlich. Dat is grad für uns Kölsche ziemlich mühsam, so ne jeckes Pläsier. Und wir han da drüben, et ärme dir. Doch bringet nix sich zu beklare. Jetzt et's recht müsse mir et wahre. Mit Frusen und der kleine Sache. Uns jähe sich Freud zu machen. So dat mir all auch ohne zu viere. Uns Zuversicht und Kraft nicht verliere. Wigger zu machen und auf Fürre zu lure. Statt Drösal zu blase und sich zu bedure. Zusammenzustehen, das ist tendenziell ein zweifelsfrei paradoxer Appell. Den führende Zick, wo zusammenzustehen, glich zickig bedück, nicht zusammenzustehen. Und auch das Motto in der Session ist grad für uns Kölsche eine echte Mission. Wir sind der Meinung, vermutlich etwas noch nie ein Motto so haarklein gepasst. Zur Lage im Land und in der Region, zum jäster Zick und zur Situation, gilt von morgens früh bis am Abend, nur zusammen sind wir fastelovend. Wenn Köln und der Rest der Welt und jeder jetzt zusammenhält, dann kriegen wir dazu ja hin, selbst ob Distanz, uns noch zu sehen. Dazu gehört auch zu akzeptieren, Druck zu verzichten, kräftig zu vieren. Sich was das anbelangt, eine Pause zu gönnen, nächstes Jahr wieder vieren zu können. Bis dahin dreht hier jeder Fetz, der fastelovend, Defensiverhetz. Denkt im Dorf, wir Pflänzchen bejießen und Leute nächstes Jahr wieder sprießen. Mir verspreche ich, dann geht es hier rund, es geht wieder und dann schlägt uns Stund. Über Köln geht die Sonne wieder auf und dann sind wir all zusammen drauf. Man viere et Leben, hüb oder nie, singe, dat is Heimat und Lev Marie. Super geile Zick und auch ob dem Markt. Solange die Lichter noch brennen, sind wir parat. Dann schlagen wir kräftig die dicke Truppen, sind Radadollen zu Tschinderassabu. Und sage der ganze Virebayage, schön, mach dich forte und leggen's am Arsch. Passion Bischof und blind all gesund. Und sittlich gewiss, se könnt wieder de Stund, wo ein Trömmelchen bei uns wieder geht. Dat wird passieren, solange der Dom steht. Wir drei sind jetzt fort, höre ab mit dem Klav. Von Hexe Gesundheit und Kölle Alarm. Aus einem Traum wurde Wirklichkeit. Euch drei hier zu sehen, ist einfach klasse. Zu unserem 160. Geburtstag des Rosenmontags wird es Männchen, der Traum ist kein Traum. Es ist Wirklichkeit. Schön, dass er da wart und ihr sollt auch nicht mit leeren Händen gehen. Die Orden des RMD möchte ich euch ganz herzlich überreichen. Lieber Sven, vielen Dank. Lieber Gerion, auch dir. Lieber Björn, auch dir den Orden des RMD. Jetzt abgespannt. Doch, wir haben für euch noch eine Überraschung mitgebracht. Uns zu ihr und euch zur Freude ist hier das Kölner Kinderreihe stehen. Zusammen
GmbJ. Ja, liebe Freunde, bei uns heute auf der Bühne das große Dreigestirn und das Kinderdreigestirn. Herzlich willkommen. Das Kinderdreigestirn darf ich euch kurz vorstellen. In der Mitte Prinz Hanno I., Hanno Pilzer. An seiner Seite der Kinderbauer, Bauer Leopold, Leopold Enderer. Und das Schönste, was wir zu bieten haben hier in Köln, die Kölner Kinderjungfrau Katharina Laschet. Und wie ihr wisst, haben die Großen immer keine Zeit, aber wir haben noch was zu sagen. Ich bin Prinz Hanno I., als Prinz optimal, jung, modern und nichts von Hanno dazumal. Prinz find ich Kölsche, ob Mädchen oder Jung, schüchtern oder mit Hauptzung. Schnäuzer oder Bart, ob Haar oder ein Platt, dick oder schmal, das ist doch egal. Wir drei sind für euch Jäcke, Feuer und Flamme, denn Fastelavond sind wir alle nur zusammen. Wir drei möchten mit euch Fastelavond feiern und uns dabei nicht infizieren. Corona lassen wir nicht an uns dran, wir Kölsche stecken uns höchstens mit Frosen an. Drum, die Vieck, sind wie mir immer brav, uns kriegt man nicht kaputt. Bremer von Hetze, Kölle. Allah, Kölle. Allah, Festkomitee. Allah. Liebes Kinderdreigestirn, ein hervorragender Auftritt. Das RMD möchte sich ganz herzlich bei euch bedanken. Und wie macht man das in Köln? Mit einem Orden. Den darf ich euch jetzt überreichen. Lieber Hanno, dir den Orden des RMD. Vielen, vielen Dank. Lieber Bauer Leopold, auch dir den Orden. Danke. Liebe Katharina, auch dir den Orden, aber der sieht etwas anders aus. Das ist nämlich unser Damenorden. Herzlichen Dank. Das ist ja jetzt eine ganz besondere Session. Und das RMD lädt euch drei plus die Pagen plus die Gloria und die Christine ins Phantasialand ein. Wenn es wieder funktioniert, ja, und wenn er mich mitnimmt, dann würde ich gerne dabei sein und dann verbringen wir da einen schönen Tag im Phantasialand. Natürlich erst dann, wenn alles wieder funktioniert und wir gerne rufen wir aus auf das Kinderdreigestirn Reimer von Hetze, Köln! Dreigestirn! Festkomitee! Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wann der Prinz mit dem Bauer und der Jungfrau kütt, dann jung ob der Stör. Wir bedanken uns für den Besuch beim Kölner Dreigestirn und Kinderdreigestirn. Drehe stehen, das ist der Clou. Wann der Prinz mit dem Bauer und der Jungfrau kütt, dann jung ob der Stör. Jetzt schön, was in der Tritt, dann ist ob jeder Sitzung so. Drehe stehen, das ist der Clou. Ganz vom Charme der Jungfrau hin ist der der schlägt ganz hin und die Tante Sowie bei der Adjutantur. Bei Michael Palm, Prinzengarde. Bei der Betreuerin des Kinderdreigestirns, Gloria von Hurenwiese. Bei der Agentur des Kölner Bauern und der Kölner Jungfrau, Andreas Metzen. Das ist ob jeder Sitzung so. Drehe stehen, das ist der Clou. Und Frank Rehfuß, Ehrengarde. Sowie beim Hofriseur Mike Engels, Prinzengarde.
Lieber Udo, da staunst du, ne? Auch wir sind da. Lieber Harry. Auch der Achim, du bleibt nichts erspart. Ja, komm, dann lass mal begrüßen. Warte, ich fange mal zu machen. Ja, ich fange mal an jetzt, ne? Jetzt. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für uns ist es eine Ehre, eine Freude, vor einem intelligenten, gut aussehenden, kulturell interessierten Publikum auftreten zu dürfen. Jawohl! Aber verzählst du für den Blödsinn, da sind wir ja genug. Ja. Ja, okay, du erzählst nicht. Dann lass der Udo in Ruhe jetzt. Ja, komm, fang an. Sal mai dal mai Adonai Shambam Vorash. Der Virus muss fort. Was machst du da? Ja, wonach sieht es denn aus? Dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast, danach sieht es aus. Kann das sein, dass du ein bisschen aggressiv bist? Ja, kann sein. Das liegt daran, der hat sehr schlechtes Sackhaar, der Junge. Was? Du hast schlechtes Sackhaar. Und deine Carmen ist total verbraucht. Der meint, ich habe schlechtes Chakra und schlechtes Karma. Mach ja sein, ist ganz egal, lass mich in Ruhe damit. Ja, das stimmt. Ja. Ja, dann erstmal Prösterchen sagen. Du trinkst Bier? Ich trinke unheimlich gerne Bier. Ich trinke am liebsten Kölsch. Ich auch. Aber nicht meins. Stell dir mal vor, Achim. Was? Stell dir mal vor, man könnte so einen Kölsch, könnte man in der Erde eingraben, ne? Und da käme ein Baum raus, mit nur lecker Kölsch dran. Das ist die beste Idee, die ich jemals gehört habe. So, aber ich noch drin anfangen. Ja, könnte man. Oder wir haben dieses Jahr keine Rede, tut mir leid. Das ist, wir haben keine Rede? Wir haben keine Rede. Das finde ich jetzt auch schade. Hör mal. Ja, aber mal ehrlich, Achim, ihr habt doch nur ein Thema, was uns dieses Jahr allen, aber wirklich allen auf der Sack gegangen ist. Der Wendler. Nee. Doch, der ist mit tierisch, wirklich. Achim, ich rede von Corona. Hat der Wendler schon wieder eine neue Freundin? Was? Ich rede von diesem widerlichen Drecksvirus. Ja, sag das doch gleich. Ja, also. Ich hätte das Thema Donald Trump ja nicht erst in den Mund genommen. Der Donald Trump ist weg. Wie, der ist weg? Sag mal, liest du keine Zeitung oder guckst du kein Fernsehen? Ich lasse mir doch von den staatsgesteuerten Medien, Zeitungen und Fernsehen nicht meine Meinung beeinflussen. Nein. Ich hole mir meine Informationen wertfrei und sachlich fundiert aus Facebook und YouTube und ihr Dingens und das alles. Und da wirst du auch schlau bei. Da wirst du schlau bei. Ich mache hier die ganzen Rätsel mit. Ne? Hey, der Rätselking vom Ring. Hopp. Da kannst du lachen, mein Freund. Ja. Achim, die Rätsel kann jedes kleine Kind lösen. Das ist nichts Schwieriges, vergiss es. Nee. Ich gehöre zu den 100 intelligentesten Menschen auf diesem Planeten, verstehst du? Ja, bestimmt. Pass auf, Gabi. Gabi? Gabi hat 8 Snickers. Ja. Hast du? Ja, komm, mach Wicker. 2 davon frisst sie sofort, 3 tauscht sie gegen 7 Milky Way, 1 Cornetto Nuss und 4 Hanuta-Riegel. Davon frisst sie 2 Hanuta-Riegel, das Eis direkt hinterher, nimmt ein Milky Way, tauscht das gegen 3 Kaugummis, haut sich die in den Kopf. Und jetzt kommt meine Frage. Moment. Ja. Warum trägt Gabi Leggings? Die müsste Maske tragen. Ja, wie wir alle. Wir tragen seit einem Jahr tragen wir diese blöde Maske, ne? Ja, für dich ist das ja auch eine Vorteil. Was soll das denn heißen? Der hat, guck mal, der hat ein richtiges Maskengesicht. Oh, ne? fang nicht damit an, ja? Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Der war bei der Geburt so hässlich, die Hebamme hat sich der Mundschutz über die Augen gezogen. Was? Und da gehört der ja nicht hin, ne? Dem sein Brutkasten hatte getönte Scheibe. Es reicht. Der Harry ist so hässlich, dass der einzige Mensch, der bei Parship innerhalb von 11 Minuten, pass auf, hätte das ganze Geld wieder zurückbekommen. Du machst dich darüber lustig, aber erinnere dich nur mal an den ersten Lockdown letztes Jahr im März, April. Ja, gerne und oft, das war schön. Das war nicht schön, Achim. Im Supermarkt hast du nichts mehr bekommen. Kein Toilettenpapier, keine Küchenrolle, keine Konserven. Nichts hast du mehr bekommen. Du. Du schon. Wir hatten alles. Ehrlich?
Meine Frau ist mit dem Waren einfach in der Aldi rein, in das Lager, hat der Waren voll gemacht, die hat keine aufgehalten. Die hat keine aufgehalten? Wir hatten Toilettenpapier, Nudeln, Hefe, wir hatten alles. Ehrlich? Und ihr habt damals alle gelacht, als ich diese bulgarische Kugelstoßerin geheiratet habe, ja. Wo hast du eigentlich die bulgarische Kugelstoßerin kennengelernt? Lange Geschichte, schnell erzählt. Erzähl. Auf einem Schönheitswettbewerb. Entschuldige, was war das? Udo, die war Zweite geworden. Die war Zweite. Was war das denn für ein Schönheitswettbewerb? Der schönste Bart von Köln. Ja, ich bin da. Du bist der letzte Vogel. Wie lange bist du jetzt eigentlich im Homeoffice? Circa 12 Kilo. Ja, das sieht man, ne? Ehrlich, du hast dich ganz schön gehen lassen, wirklich. Nee. Ich habe schon auf die Hygiene geachtet, ne? Also du hast geduscht? Mehr oder weniger, ja. Rasierst du dich auch unten? Was? Ob du dich unten rasierst? Badezimmer ist auf der ersten Etage. Nein. Doch, du warst ja dabei beim Renovieren. Udo, das hat der vergessen. Achim. Der Virus macht krank. Was jetzt? Entfernst du die Blätter am Zweig? Wir haben doch ja keinen Garten, Harry. Pass auf, pustest du den Sand aus der Oase? Du meinst, ob ich da unten so aussehe wie hier oben? Ja. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Warum das denn nicht? 12 Kilo. Ja, Achim, ich habe ohne Buch, das ist doch kein Problem. Ich nehme das Handy raus, zack, Kamera an und dann kannst du wunderschön rasieren. Das ist kein Problem. Das habe ich mal probiert. Hast du probiert, ja? Das war nicht sehr erfolgsversprechend. Wieso das denn nicht? Schau das Handy so davor. Ja. Angefangen zu rasieren. Nach 5 Minuten hatte ich nur 12 gefällt mir und 3 Kommentare. Das ist ja nichts. Was für eine Kopfschuss, ehrlich. Du bist fix und fertig. Nein, wir hatten früher kein Handy. Nee, wir hatten noch Bühle und Schramme vom Spillen auf der Straße. Ja, das war so gewesen. Ne? Früher bist du ja auch in den Supermarkt reingegangen, bist du rausgekommen, mit 10 Mark hast du 500 Kartoffelkasten Bier, Gummibärchen, Chips und Zigaretten. Ist heute nicht mehr möglich. Das kannst du vergessen. Ja, wegen dem Euro. Nee, da hängen überall Überwachungskameras, ne? Ja, das ist so. Ja. Oder sonntags nach der Kirche, ne? Wir kriegten 50 Pfennig Sonntagsgeld. Ab an das Bütchen, einmal Balla oder brauner Bär. Oder Leckmuschel. Ja! Udo, kennst du noch Leckmuschel? Ja. Was haben wir da dran geübt? Ne? Das Ding hat mein ganzes Leben geprägt. Damit. Und dann die Enttäuschung, als wir später festgestellt haben, dass es in Natura ja nicht nach Honig schmeckt. Ne? Achim! Ja, die haben ja auch einen Waldmeister. Das hast du die Kurve mal gerade so gekriegt, ne? Und heute, lass mal ehrlich sein, heute ist doch alles so furchtbar teuer geworden, ne? Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich habe mir eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich schon. Hat mich ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Die beste jemals getestete Matratze? Ja. Ist in Köln mit mir zur Schule gegangen. Hör mal, ich glaube, wir sollten langsam wirklich. Achim, du willst doch jetzt nicht hier mit so einem Aluhut rumrennen. Ich? Nein, du. Was? Ich renne mit dem Ding bestimmt nicht rum. Dieser Weg wird kein leichter sein. Du musst ein bisschen weiter rechts stehen, dann klappt es. Freunde, das früher alles besser war. Das sagen uns Pensen noch in 30 Jahren. Wir haben uns Karneval als Indianer verkleidet und kiloweise Negerküsse gegessen. Und Freunde, lass mal ehrlich sein, dabei dachte niemand an Rassenhass oder Diskriminierung. Winnetou war unser Vorbild. Genau. Und ein Negerkuss ist ein Negerkuss und der bliedene Negerkuss und der esse ich heute noch gehen. Fertig. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir möchten uns von euch ganz herzlich verabschieden. Aber dort man eine Gefallen, Lück. Löft nicht alles, was er in Facebook oder auf Twitter die ganzen Falschmeldungen hört und so. Und schaut vor allem nicht, ob die Bekloppte mit dem Hut am Kopf. Denkt daran, sögt nicht überall eine Fehler, seid einfach nur
die Lösung von dem Problem. Dann sind wir uns nächstes Jahr hoffentlich ganz gesund wieder hier auf der Bühne bei euch. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss, Udo. Jetzt gut. Ein tolles Duo, verkörpert von Achim Schall und Harald Quast als Harry und Achim. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Eine hervorragende Rede. Wir danken euch ganz herzlich, heute beim RMD zu unserem 160. Geburtstag dabei gewesen zu sein. Und wir möchten euch ganz herzlich den Jubiläumsorden, Geburtstagsorden überreichen. Natürlich auf Abstand. Warte, Mut, das Lieber Harry, ruf mir aus, dreimal von Netze, Gölle! Harry und Achim! RMD! Vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen, hey, in der schönsten Stadt am Ring. Herzlich willkommen bei uns in Köln. Mach dir ein schönes Zing, in der Deine jetzt zu singen. Mach dir ein schönes Zing, in der Deine jetzt zu singen. Mach dir ein schönes Zing, in der Deine jetzt zu singen. Leben, Odo, leck mir in den Tisch. Jetzt bin ich mit den Scheißdingen da 4-mal oben noch raufgefahren. Ich habe doch als Panz, bin ich doch da immer mitgefahren, haben wir 40 Jahre. Was ist das da für eine Adresse? Mensch, King, du auch, hey? Ja, denkst du da? Das geht doch ja nicht. Deswegen heiße ich ja King. Ja, willst du uns was spielen? Ich versöge. Die Stimmen ja gut, ich mache das einfach. Jahr steht uns Köln am Ring. 1900 Jahre sind wir jetzt hier am Ring. Lachen, singen, tanzen, springen, dumm und gehört. Noch uns 100 Jahre leben andere. 1900 Jahre lebt der Dünnes und der Schäl. 1900 Jahre weißt du nicht, liebe Kerl. Stell die Fläche auf der Tisch, noch haben wir jetzt in der Tisch vorbei der Kölsche klar. Allah, Allah, Allah. Was hätt doch Köln sing Eigenart verloren? Was war das Leben früher doch nicht? Man ist sich selber nicht so recht im Klaren, ob man einen Fimmel oder keinen hätt. Der fremde Kram, es ist doch zu bedauern. Als alle Kölsche schüttelt man der Kopf. Deit muss ich nur die Dänz von Hück beluren. Stöß einem jedes Mal der Heimat Och, wat war dat früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit'm Niesen um alle Koberg ging, wenn der Peter Arm in Arm mit'm Apollonia still vergnügt Heimweg an zu knutschen fing. Dat ganze Norrens, och, wat war dat früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit'm Niesen um alle Koberg ging, wenn der Peter Arm in Arm mit'm Apollonia still vergnügt Heimweg an zu knutschen fing. Jetzt ein Lied für unseren Udo. Ich bin der Prinz von Granebäume. Ich kauf mir einen Kakadu, einen Vogel der Kanarien, einen Zeis ich noch dazu.
Ne Schwalbe möcht ich haben. Nach der Taube steht mein Sinn. Und dazu ein schwarzer Rabe, weil wir ja Freunde von Vögeln sind. Und dazu ein schwarzer Rabe, weil wir ja Freunde von Vögeln sind. In der Geiers Nummer 0 steht ein Stein als schon und der Hammer drin steht. Unser Lehrer, der hieß Weltsprachen und verfälschtes Geld und der Hammer beigelegt. Und wir haben auf hin und her überlegt, han für den Lehrer gesagt. Leben, Herr Lehrer, nee, dat wissen wir nicht mehr, ganz bestimmt nicht mehr. Und dat haben wir nicht studiert. Denn wir waren den Lehrer welch in der Klasse, da haben wir so jetzt nicht gelernt. Und jetzt sind wir dran, 3 mal 0 ist 0, blieb 0. Denn wir waren in der Geiersender-Show. 3 mal 0 ist 0, blieb 0. Denn wir waren in der Geiersender-Show. Und jetzt 3 mal 0 ist 0, blieb 0. Denn wir waren in der Geiersender-Show. 3 mal 0 ist 0, blieb 0. Denn wir waren in der Geiersender-Show. Hey, 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 hey. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich hang und dat litt mir im Sinn. Mein Mutter sprach noch nicht verloren. Dat ist jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an mein Heimat denke und sind dort so viel noch stumm, möcht ich direkt ob Heimat schwenke, ich möcht zu Fuß noch Kölle jung. Möcht ich direkt ob Heimat schwenke, ich möcht zu Fuß noch Kölle jung. Hier wo nicht hier leb ich, keiner kriegt mich hier fort. Er hält mich der Teufel, er ja nicht kaputt. Ich kenn jede Straße und kenne viel Glück. Ich kenn all die Häuser und ich kenn jede Brücke. Das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken mich rum, wart am besten Platz. Der Himmel ist grau und ich rüsche der Ring. Ach, ich möchte so gern in Australien sind. Doch hier wo ich hier leb ich, keiner kriegt mich hier fort. Er hält mich der Teufel,
Ja, ja nicht kaputt, das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken Mischeren, was am besten platt. Das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken Mischeren, was am besten platt. Das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken Mischeren, was am besten platt. Das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken Mischeren, was am besten platt. Ich fang an zu träumen, an der Kopf so voll. Mein Gedanke so sagen, dass ich hier bleiben soll. Denn hier wohn ich, hier leb ich, keiner kriegt mich hier fort. Er hält mich der Teufel, ja nicht kaputt. Das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken Mischeren, was am besten platt. Das ist mein Heimat, das ist mein Stadt, das sind die Lücken Mischeren, was am besten platt. Lieber Heinz Ganz, alias King Size Stick, schon als kleiner Fetz habe ich dich bewundert. Vor 50 Jahren fing es an bei der Föß. Vorher warst du schon in der Musikszene in Köln unterwegs, bist ausgezeichnet worden mit der Willi Ostermann Medaille, standst viel auf der Bühne und dass du heute bei uns bist, hat mich besonders gefreut. Lieber Heinz, mich auch. Dir den Orden des RMD, Schade, der auch schon 160 Jahre alt wird. Schade, dass wir kein Bützi kriegen. Ja, darauf verzichten wir heute. Aber das Schlimme ist, jetzt muss ich mit dem Scheiß Aufzug, da mit dem Paternoster wieder Hunger. Jetzt geht's aber nur in eine Richtung, King. Ich darf aber nur nicht drüber fahren. Meine Mutter hat immer gesagt, dann küsst du mit dem Kopf wieder Hunger an. Ne? Also, pass auf. Tschö, Vielen lieben Dank. Ruf mir aus auf King Size Stick, dreimal von Netze, Kölle. Allah. RMD. Allah. King Size Stick. Allah. Ja, so pricke alt, immer die Altstädter, ja, so pricke. Oh, was ist das denn? Der Udo, der Schlösche. Moin Udo. Hans. Hab ich dich geweckt? Ich war im Traum. Was im Traum? Du glaubst gar nicht, was ich jetzt hier schon alles geträumt habe. Und dass du jetzt hier bist, Ja. das freut mich aber ganz besonders. Freut mich auch, dass ich hier sein darf. Mensch, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Also, wir sind gesund, die Sonne scheint. Du verschlürfst das ja, aber die Sonne scheint. Mir geht es richtig gut. Wir sind gesund. Was willst du mehr? Was machen die Altstädter? Die sind ja dem RMD sehr verbunden. Ihr seid unsere Patengesellschaft seit vielen, vielen Jahren. Seid immer gern gesehener Gast auf unseren Sitzungen. Mensch, und dies Jahr stellt ihr sogar das Dreigestirn. Du bist quasi der Dreigestirnsvater. Ja, Wie geht es dir dabei? Ja, das macht mich auch richtig stolz, dass wir nach 20 Jahren wieder ein Dreigestirn stellen dürfen und dass die drei das so gut machen. Ich habe sie eben schon gesehen in meinem Traum. Die sind der Hammer.
Das Kinderdreigestirn war auch dabei. Also, klasse. Ja, das freut mich. Also, aber ich glaube, das war kein richtiger Traum, das war Wirklichkeit, oder? Ja, manchmal denke ich das, dass das Wirklichkeit war. Aber Hans, sag uns, nächstes Jahr, 22, springen wir mal eins weiter. 100 Jahre Altstädter. Ja, 100 Jahre Altstädter, wir haben ein großes Jubiläum und natürlich dann auch wieder das Glück, da Dreigestirn stellen zu dürfen. Einmalig im Kölner Karneval, 2 Jahre das gleiche Dreigestirn. Also trotz der ganzen Pandemie und das, was wir so haben hier, ist das auch eine feine Sache. Und im Endeffekt versuchen wir doch alle so ein bisschen das Fastelovensgefühl den Menschen hier in Köln, den Mitgliedern an die Seite zu stellen, durch die ein oder andere kleine Aktion. Und das freut mich sehr, dass du mich hier heute besucht hast. Ja, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ist natürlich erstaunlich, dass du schon ein bisschen geschlafen hast, aber du hast wahrscheinlich einen harten Tag. Hast von schönem Karneval, wie er früher mal war, geträumt. Ja, ich bin wirklich stolz, auch hier sein zu dürfen. Mensch Hans, ich freue mich ganz besonders und das RMD, dass ihr nächstes Jahr bei uns auf der Sitzung seid und den Einmarsch vollzieht zu eurem 100-Jährigen und zu unserem 161-Jährigen dann schon. Ja, aber ich habe dir jetzt noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Du kannst schon mal so ein bisschen sehen, was dann im nächsten Jahr passiert. Ich habe nämlich unser Tanzbar mitgebracht für dich. Klasse, das freut mich sehr. Die erste Session haben die doch dieses Jahr. Die haben die erste Session und leider können sie nicht so oft ihre Tänze zeigen, aber ich glaube, sie können euch noch was zeigen hier. Ja Mensch, dann lasst sie doch rein. Dann holen wir sie rein, ne? Ja, lieber Udo, hier ist unser neues Tanzbar, unser Traumtanzbar. Das ist aber kein Traum, es ist nämlich Wirklichkeit. Ich darf sie euch vorstellen, uns Marie, Jeanette Kotziol und ihre Jung Jens Kebbel. Ja, sie haben sich auf diese Session ganz hervorragend vorbereitet. Leider fällt sie ja mehr oder weniger ins Wasser. Sie haben wenige Tänze, die sie darbieten können. Aber einen Tanz bekommt ihr gleich zu sehen von den beiden. Da gehen wir dann nachher nochmal runter. Aber ich würde Sie trotzdem mal fragen, wie Sie denn bis jetzt die Session so erlebt haben. Ja, es ist natürlich schade und sehr traurig, dass wir uns nicht präsentieren und zeigen können. Aber wir freuen uns über diese kleinen Momente, die uns hier virtuell geboten werden. Ja, und das nächste Jahr kommt auch bestimmt und da gucken wir mit voller Zuversicht nach vorne und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ja, ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir gehen runter mit den beiden und lassen sie mal tanzen für euch. Das freut uns sehr. Dann gehen wir runter. Gehen wir.
So, Udo, ich hoffe, das Tänz hier hätte gefallen und vor allen Dingen euch, liebe Freundinnen und Freunde vom RMD, auch. Lieber Hans, liebes Tanzpaar, also es ist immer noch wie ein Traum. Schön, dass ihr heute da wart und ich möchte es nicht versäumen, euch den diesjährigen Sessionsorden oder die Sessionsorden zu überreichen. So, dem lieben Tanzoffizier mit den besten Wünschen. Auch dir den Damenorden. Und ich weiß gar nicht, wie die Blumen hier so schnell vorbeigekommen sind, aber das hat wunderbar geklappt. Die darf ich auch überreichen mit den besten Wünschen vom RMD. Ja, dann dürfen wir uns bedanken bei den Altstädter Tanzpaar, beim Präsidenten, der Knallbutz vom Aldermatt mit dreimal von Hetze, Kölle! Kölle! RMD! Herzlichen Dank. Tschüss. Den musst du bestellen. Ja, dann nicht. Hallo? Helmut, du bist du denn? Ich war gerade oben auf dem Dach und habe mir ein Lied hier durch Köln und habe mir gedacht, was kannst du oben hier auf diesem Dach schon mal mit Köln so in Verbindung bringen? Aber es ist so erschkalt, bin ich wieder gegangen. Mensch, Helmut, wir haben Minusgrade. Was ist denn da oben? Ja. Guck mal, wir haben hier eine Bühne. Das RMD. Mein RMD? Mein RMD. Dann schwimmt so eine. Also, wenn das jetzt ganz Zufall ist. Bitte! Ja. Ich trag morgen schon an, Jan durch meine Stadt. Da seh ich viel Menschen, jeder sein Bügel zu Böse hat. Jeder hat Charakter, vielleicht die Träume haben. Dann lauf mit mir durch die Straße, wo man Geschichte hören kann. Ich kann durch Köln, das ist mein Stadt, mein Dom am Rhein. Ja, ich kann durch Köln, wo Menschen für Menschen sind. Ich sah der Geist von Konrad, mitten auf dem Platz vom Dom. Ich wollte für ihn bis sofort, ging durch ohne Geld zu dumm. Keiner sah ihn kommen, er war einer, lacht ihn so. Doch stimmt da, redet sind und Mätes, ihm zu danken, was hätt ihr da? Das Schönste für uns alle ist, in Freiheit zu leben und das wie wo man kann. Ich kann durch Köln, das ist mein Stadt, mein Dom am Rhein. Ja, ich kann durch Köln, wo Menschen für Menschen sind. Oh, ich kann durch Köln, das ist mein Stadt. Ich kann durch Köln, davon werd ich niemals sagen. Sie haben nie ohne wahre Gründe, damit du hey, für ewig bliebst. Auf ne Arm, die dich empfangen und sie singen hey, Lied. Doch das Lied, das musst du jetzt ins Liere, in der Sprache mit Hetz und Sie. Sie spielen hier Rock und Polka und es lädt dich keiner
lange Stand. Auf einmal schunkelst du mit Olja und du kannst jedes Wort verstehen. Ja, so sind sie hier in Köln. Hier lädt dich keiner einfach ja. Ich schau durch Köln. Das ist wie Stadt mit dem Dom am Ring. Ich schau durch Köln. In der Stadt, wo ich geboren bin. Wir jagen durch Köln. Das ist uns Stadt. Ja, wir jagen durch Köln. Davon wird die keiner sagt. Lieber Helmut, Ja. so ist das auch ganz nett. Schön warm in unserer Geschäftsstelle. Viel schöner als oben draußen. Das denke ich mir doch. Wärst du direkt hier hingekommen. Ja. Aber schön, dass du den Weg gefunden hast. Es gibt immer einen Weg zum RMD. Das freut uns sehr. Ja, den Orden des RMD als Mitglied hast du natürlich schon erhalten. Dann bleibt mir noch zu sagen, für diesen hervorragenden Auftritt rufen wir aus, dreimal von Hetze, Kölle! RMD! Helmut Gieber! Leben Helmut, bis bald. Bis bald. Und tschüss. Hätte noch jemand Muscheln bestellt? Ja, dann nicht. Obwache, Sie Schlafmütz! Sagen Sie's, geht Ihnen das auch so ob den Nerven da mit diesem Camorra-Virus? Also ich hatte ja jetzt gedacht, das hätte jetzt mit der Mafia zu tun, ne? Aber dann haben sie überall gesagt, der Virus käme angeblich von so einem Fischzeugwochenmarkt aus China. Ja, mich wundert das nicht. Ich habe immer schon gesagt, die Chinesen fressen alles, was mir mit dem Schluffe kaputt schlagen. Es muss nur um ein Stäbchen passen. Und dann ständig dieser Lockdown. Ja, der erste Lockdown, der kam ja bei mir mitten in der Spargelernte. Aber zum Glück hatten wir die fleißigen Erntehelfer und die haben richtig Jas gejoffen. Die haben so emsig noch Spargel gebuddelt, bis das 10 Quadrat Ischendorf ob Erdöl gestoßen sind. Mein Gott, was waren die fleißig. Naja, wir Kölsche, wir sind ja normalerweise genau so fleißig, ne? Doch, wir Kölsche sind fleißig. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir einmal angefangen haben, ein Opernhaus zu sanieren, da können wir ja nicht mehr aufhören. Da wird so ja ein Richtfest vom Denkmalschutz übernommen. Aber unsere Männer, die müssen ja jetzt alle im Homo-Office arbeiten, ne? Ja, inzwischen haben übrigens der mietste Fraulich festgestellt, dass ihr zweibeiniges Sofakissen tatsächlich sprechen kann. Und eigentlich ganz nett ist, ne? Naja, auch die Pens, die kriegen ja jetzt da Homo-Scolling. Meine Nachbarin, die hat jetzt rausgefunden, dass der ihr Sprössling überhaupt kein ADHS hat. Ne, der ist einfach nur zu blöd zum Rechnen. Ja, nur mein Neffe, ne? Der ist am Durchdrehen, weil er schon wieder wochenlang nicht in der Muckiboot singen Balsch trainieren kann. Ich sag, Kevin, mach dir doch nicht so einen Kopf. Ja, die Mädchen von Hück, die wissen doch sowieso nicht mehr, was der Waschbrett ist, ne? Und was nützt dann? Wir müssen uns schützen. Und ich weiß, wovon ich schwade. Ich habe mir ja schon für 20 Jahre ein Virus eingefangen. Da leide ich Hück noch drunter. Der ist mittlerweile 120 Kilo schwer und hört ob der Name Herbert. Ja, und bei dem weiß auch keiner, wo der eigentlich herkommt. Naja, vermutlich handelt es sich bei Mingem Herbert um eine missglückte Samenspende aus dem Großraum Düsseldorf.
Kennengelernt habe ich den damals ob der Kirmes. Als Trostpreis beim Dosenwerfen. Ja, ich will nicht sagen, dass der hässlich ist, nee, aber als Minge Hebet erschaffen wurde, da hätte der Herr sich bestimmt gedacht, hoffentlich übernimmt das der Krankenkasse. Und dann ist das ja auch so eine filmschige Mimichonda oder wie das heißt, ne? Ja, der hätte so einen Schiss, sich mit dem Virus anzustechen. Und jetzt süfft er zur Desinfektion 3-mal täglich eine halbe Liter Domestos. Ich kann Ihnen sagen, wenn der Pipi mache geht, da wird der Lokus von selbst gereinigt. Und jetzt, wo die Jaststätten so gemacht haben, hätte er so ja zum Glauben gefunden. Jeden Sonntag rennt er in der Kölner Dom. Ja, der Kardinal Wölki, der hat die Not seiner Schäfchen erkannt und ganz flück von Messwing auf Gaffelkölsch umgestellt, ne? Na ja, meine Hebet, der war schon immer hart am Glas, ich sage es Ihnen. Man könnte meinen, der wäre Dachdecker. Jeden zweiten Tag hätte er richtfest. Na ja, und das mit der Kontaktsperre, das ist in meiner Ehe übrigens nichts Neues. Ja, ich kann nicht Ihnen sagen, mein Liebesleben ist wie Coca-Cola. Erst war es normal, dann Leid. Ja, mittlerweile sind wir bei Zero. Habe ich ihn mir ins Gepack, ich sage, Herbert, kannst du mir sagen, wo Ding Potenz geblieben ist? Das weiß ich doch nicht. Du rühmst doch immer alles fort. Der ist auch noch nie mit mir in Urlaub gefahren. Und das, wo wir im Moment so schöne Sonderangebote haben, ne? Haben Sie gelesen? Der Türkei zum Beispiel. 1 Woche zahlen, 20 Jahre bleiben. War nix. Ich sitz zu Hus. Also, am liebsten, der ich mich in Herbert ja still und heimlich verlassen, ne? Aber wie soll das schon? Also als Frau können Sie ja niemals unauffällig verschwinden. Wie wollen Sie das machen? Ich gehe mal eben Zigaretten holen, ja, mit 5 Koffer und 60 Paar Schuhe am Arm. Aber ich sage es Ihnen, wenn Sie so eine zu Hause haben, dann können Sie besser arbeiten. Aber das Leben um Wochenmarkt, das ist auch nicht einfach. Ich stand ja jetzt kurz für einen Bankrott, ne? Ja, so ja, die Veganer weigern sich doch, meine leckere China-Kohl zu kaufen. Ich habe das Gefühl, die ernähren sich alle nur noch über den Dunstabzugshaube. Naja, immerhin hatten wir jetzt einen städtischen Besuch am Wochenmarkt. Et Rekers Henriette, die war bei mir am Stand. Habe ich gesagt, lieb Henny, ich muss Sie jetzt fragen. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag da in Ihrem Klüngelzebunker? Sagt sie, ja nun, als Oberbürgermeisterin bin ich sozusagen der wichtigste Träger der Stadt Köln. Ich sage, ja, das stimmt. Noch Träger, jedes ja wirklich nicht mehr, ne? Aber die schiebt ja alles auf den Personalmangel. Sagt sie, ja, was soll man machen? Die Stadt Köln, die sucht doch schon händeringend 500 neue Mitarbeiter beiderlei Geschlechts. Ich sage, ja, lieb Henny, da können sie lang suchen, ne? Beiderlei Geschlechts, ja, das hätte doch keiner, ne? Ja, aber der schlimmste Kunde, ehrlich, der allerschlimmste Kunde, das sind ja immer noch diese reichen, fürnehmen, Gesichtsrenovierten da. Die kennen Sie auch aus der Zeitung, diese Charity-Ladies mit der dicken Lippe. Ja, die haben sich ja jetzt auch all das Schlauchboot völlig müssen abspritzen lassen, ne? Ja, die motten ja auch all dieses Ding da für ihrem Gesichtsplümodrare da, diesen Prosecco-Filter, ne? Ja, die älteste von den Charity-Ladies, die wird ja jetzt auch 84. Die hätte sich aber ob 35 runterliften lassen. Jetzt, dann hätte mir ihren neuen Silikonbalkon präsentiert. Mit Brustwarzenpiercing. Ich sag, gute Frau, müssen Sie denn alles an der großen Glocke hängen?
Ja, die muss auch irgendwo ein Tattoo haben. Ja, ich weiß nicht wo, aber ich nehme an, wenn die sich bückt, ne, dann springt bei der rührende Hirsch als Ascheweih aus dem Thrombosetanga raus. Und ihre beste Freundin, die müssen sie sehen. Ha, das ist so eine ganz große, spindeldürre. Und dann hätte die noch so lange blonde Haar. Also ich sage Ihnen, wenn die den Mund abmäht, dann meinen sie wirklich, oh, der Spargel kann sprechen. Die hätte ja jetzt auch ihren Körper ganz teuer versichert bei der Huck. Ja, die haben ja jetzt diesen neuen Werbespruch da, ne? Huck Coburg versichert Haut und Knochen. Naja, dünn ist modern. Der Rainer Kallmund, ne, der hätte ja jetzt auch so schwer abgenommen, ne? Also ich sage noch 2 Kilo, dann ist der einfach von der Erdanziehung befreit, ne? Ja, nur ich han wieder 10 Kilo drauf. Ja, das war der Tönnies Schuld. Als sie dem de Fabrik so gemacht haben, da bin ich ganz flück bei dem an der Stand und han der ganze Restbestand Bratwurst abgekauft. Oh, ich habe so zu genommen. Also meine Sommerkleider, die kann ich dem jetzt als Wurstbell verkloppen, ne? Ich verstand das nicht. Und mein Deckeltee, das ist ja schon länger ein Opfer der Schwerkraft. Ne? Ja, der Doktor hat zu mir gesagt, Sie müssen aufpassen. Wenn Sie mal Herzschmerzen haben, dann kann das bei Ihnen auch von der Kniescheibe kommen. Ich verstand das nicht, ne? Also dabei, ich bin ja eigentlich eher so, und das sieht man ja auch, ne? Ich bin ja eher so der sportliche Typ, ne? Ja, und mein Hobby ist ja auch Fußball. Ja, und ich bin auch endlich stolzes Mitglied beim 1. FC Köln. Ja, ich habe gesagt, Annegret, wenn du 20 Jahre verheiratet bist, dann kannst du Mitglied beim 1. FC Köln werden. Du bist ja elend gewöhnt und kannst mit Enttäuschungen umgehen. Der 1. FC Köln, der hat ja jetzt übrigens einen neuen Sponsor, ne? Die Firma Birkenstock, ja. Ja, bei deiner Scheißschlufe, da weiß man ja auch nie, wofür er unhänge ist, ne? Aber, wissen Sie, so als echter Kölscher, da hätte man ja sowieso nur 2 Möglichkeiten. Entweder man ist Fan vom 1. FC Köln oder man hat Ahnung von Fußball. Aber so als echter Fan, da geht man doch mit denen durch dick und durch dünn. Na gut, im Moment jan ich eher durch dick, aber die Hauptsache ist, ich jan da mit. So, mein Gott, jetzt habe ich mich aber verschwart, ne? Ich bin jetzt wieder durch die Finsterne. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr, ne? Tschüss! Annegret, wartet! Wann hat das eine hervorragende Rede? Annegret vom Wochenmarkt, et Gabi Ellerbohr. Gabi, du Mitglied beim 1. FC Köln. Ich bin begeistert. Ich auch. Das glaube ich dir. Annegret, ich darf dir ganz herzlich den Orden des RMD überreichen. 160 Jahre werden wir dieses Jahr ein. Und schön, dass du uns heute besucht hast. Und das machen wir alles pandemiekonform. Leben Annegret. Herzlichen Dank. Ruf mal aus, ob Annegret, 3 von Hetze, Köln! Allah! RMD! Allah! Köln! Allah! Tschüss! Und nächstes Jahr komme ich wieder. Tschüss! Mensch, hier ist was los. Fehlt nur noch eine Maskenball. Hallo? Sabi, Udo, Maskeball, das ist doch unser Song. wie kam dir auf die Idee? Ja, guck dich doch mal um. Überall Masken und im Karneval doch sowieso immer. Stimmt. Pläsier besteht aus. Wir sind 6 Personen, 3 Männer und 3 Mädels. Seit wann gibt's Pläsier? Seit Herbst 2013, also wir sind ungefähr im 8. Jahr jetzt. Okay, ich habe gelesen, 3 Mädels haben den Startschuss gegeben Genau so war es, ja. und dann fing die Erfolgsstory an.
Ja, war ganz lustig. Eigentlich war das Ganze eher so ein Zufallsprodukt. Wir waren angefragt für eine kleine Hochzeit oder einen Geburtstag, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und dann dachten wir uns, ist doch viel cooler, wenn wir nicht nur zu dritt kommen, sondern wir mit einer ganzen Band da anrücken. Und das war eigentlich eine Überraschung. Und daraus ist Pläsier entstanden. Prima. Schön, dass ihr es schon so weit geschafft habt. Dankeschön. Wenn du willst, können wir direkt mal reingucken. Wir haben dir was mitgebracht. Sehr gerne. Maskeball. Alle sind am Start. Wir haben so lang drauf gewartet. Der Nachbar informiert. Hört wird eskaliert. Ich Maske tanze mir um dich. Scheiße, ja, mach einfach mit. Überall Maskeball. Im Laden Maskerade. Überall Maskeball. Wir rocken der Maskeball. Musik abgedreht. Keiner tanzen Beat. Und der Playlist auf Repeat. 15 Fässer leer. Wir schlagen am Sanitär. Mit Maske tanzen wir um dich. Scheiße, ja, mach einfach mit. Überall Maskeball. Im Laden Maskerade. Überall Maskeball. Wir rocken der Maskeball. Wir rocken mit Maske. Überall Maskeball. Im Laden Maskerade. Überall Maskeball. Wir rocken mit Maske. Überall Maskeball. Im Laden Maskerade. Überall Maskeball. Wir rocken der Maskeball. Liebe Sabi, schön, dass du als Vertreter der Gruppe Pläsier dabei gewesen bist. Sehr, sehr gerne. Dir den Orden des RMD. Dankeschön, mein erster und bestimmt auch einziger Orden diese Session. Danke, lieber Udo. Danke, lieber RMD. Rufen wir aus auf die Gruppe Pläsier. Dreimal von Hetze, Kölle! Pläsier! RMD! Herzlichen Dank und liebe Grüße an den Rest eurer Band. So eine vermaledeite Dress, was habe ich mir da hier angetan? Irgendwie so ein Treppenhaus, 14. Stock, wo ich schon mal so zweimal über Nacht mit Frühstück für. Das ist, was mache ich denn? Ich kann nicht mehr. Wo ist mein Geld? Bitte, wo ist mein Geld? Mensch, was ist denn hier für eine Krach? Was ist denn da draußen los? GP, was bist du denn hier? Ja, ich weiß nicht, wofür ich hebe. Ich zahle mit. Mensch, du siehst so fertig aus. Ja, bitte, das stockt doch in der Pfanne hin. Du bist in die Treppe hochgekommen. Du Paternoster, ich fahre da nicht mit so einer Holzkiste. Wie? Nee, mach ich nicht. Ja, Mensch, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch im Namen meiner Eltern. Ja. Ja, guck mal hier. Wir haben alles aufgebaut. Da ist doch alles. RMD bin ich. Ah ja, Herr Marx. Ja, Fastelovend zusammen. Ja, was soll man sagen? Irgendwie, was ist das dann für eine Fastelehre? Irgendwie, man kann sich ja... Ach nee, wir müssen das machen. Dafür sind wir hier. Nicht? Ich bin unter uns gesagt, weißt du? Der Fastelehre, der braucht keinen Mensch. Aber der Mensch braucht den Fastelovend. Und es ist interessant, was jetzt dieses Jahr noch passieren wird. Irgendwie von wegen dem ganzen Impfen. Vielleicht sorgt das ja für ein bisschen Normalität an dieses Jahr.
ein bisschen Normalität bedeutet dann für mich neue Formate vielleicht. Ne, so im Fernsehen, große Impfshows. Weißt du, so zum Beispiel Gottschalk impft. Wisst ihr, dann live im Fernsehen, wisst ihr, dann geimpft. Der heißt dann so ein Gästecouch, da sitzen dann die ganze Athleten. Ne? Und die beobachtet dann quasi, wer dann irgendwie an Nebenwirkungen erkrankt ist. Ne? So eine Lauterbach, ne? Der schwart dann nicht nur wie der Antwerpes, der sieht dann nur so aus. Oder vielleicht, keine Ahnung. Oder hey, der Silbereisen, der fährt mit sich im Traumschiff, in die Impfarena nach Düsseldorf. Das werden warme Gewässer, sage ich euch. Aber da kann ja nichts passieren, wenn der dann köt. Ne? Der hat ja quasi den Virus atemlos überstanden. Es hat schon seine Vorteile, wenn man vaginal intolerant ist. Ne? Aber Jan, unter uns irgendwie, ist ja alles so. Man hat keinen Handel, man hat keine Wirtschaft, das Wirgeschäft, man hat keine Restaurants. Selbst der Memme-Tempel ist so. Ein Pascha. El Pascha ist so. Jetzt hatten sie sich ja überlegt, dass man aus der 150 Zimmer Impfkabine bauen könnte. Das ist doch keine Schluckimpfung. Da man hier falle irgendwie. Ja, jo, man muss auch uns Abstriche machen. Aber ja, was da noch jetzt alles kütt irgendwie. Hey, der Volksfestkampf, den wir da letztes Jahr hatten, ne? Das wird ja dieses Jahr spannend. Ne? Was haben wir gelacht, als die ganze Söderianer, hier das ganze bayerische Gesocks, das Oktoberfest abgesagt hat. Da haben wir noch gesagt, wissen wir, Kölsch, wir lassen uns der Faste nicht nehmen. Das machen wir Karneval, pack keine an, Oktoberfest absagen, die können uns mal. Und dann haben sie den Karneval abgesagt. Da waren wir am Kriechen. Dann haben die Bayern gelacht. Dann haben die gesagt, weißt du was? Dafür feiern wir dann nächstes wieder Oktoberfest. Am Arsch! Wir schicken euch dieses Jahr 21 im Oktober die Hühnergrippe. Aber darf man ja nicht laut sagen, man darf ja keinen Kollegen, darf man ja nicht senken. Darf man ja nicht. Die haben ja Jubiläum jetzt dieses Jahr, die Hühner. 10 Jahre keine Hit. Ja. Was soll man, also sind wir schon hier, kommen wir ein Liedchen machen. Dieses Jahr habe ich mir überlegt mit dem Rainer Hömmich zusammen. Und dann haben wir gesagt, wissen wir, was so ein neues Lied. Hätte mich angerufen, hätte gefragt, Weber, ich habe eine super Idee für ein neues Lied. So, was hast du dann? Ja, ein Lied über eine Kölsche. So, nee, das muss doch nicht sein. Ein Lied über eine Kölsche, du, wenn hier fallen, weißt du, Domring, Sonnenschein, Rückeping, hatte man alles schon. Das muss doch nicht sein. Nee, ist eine schöne Idee. Pass auf, das ist eine schöne Geschichte, die wir doch erzählen. Ja, ich weiß, es ist geklaut. Aber wir klauen nur von dem Besten. Es war am 8. Tag, spät in der Nacht, da hätte Lewe J. der Kölsche gemacht. Dann hätten sich belohnt und gedacht, komm, lass uns so. Komm, lass uns so. Dann hätte ihnen erzählt, wie man sich vermehrt, doch ein paar Prozent Bösten immer noch verkehrt. Dem Herrgott ist das alles egal. Komm, lass es so. Komm, lass es so. Jetzt habe ich im Radio gesagt, pass auf, da muss jetzt zum Mitsingen, ne? Da bist du hey, bist auf so einer Schlesier-Sitzung in die Lade, die wollen da singen. Ne? Und so Kölsch kannst du auch nicht machen irgendwie, das geht nicht. Ne? Ja, Weber, ich habe eine super Idee. Sag ja, vergiss das rein, damit so lalala mache ich nicht. Ne, ist jetzt ganz neu, ist innovatives, ganz neu. Pass auf jetzt. Dub, dub, dubi, dub, 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 dub. Ach komm, lass es so. Ach komm, lass es so. Intern Kölsch. Na, der Hilje 3 Könige pilgern sie all hin, doch vielleicht sind im Schrein nur Hemmschenknochen drin. Dem Herrgott ist das alles egal. Komm, lass es so. Komm, lass es so. Der Lauterbach, der denkt, wir Kölsche sind durch Corona ins Wort. Doch der wahre Kölsche geht nur an Gilden kaputt. Dem Renisieren ist das alles egal. Ach komm, lass es so. Wir Kölsche haben im Himmel
ne VIP-Bereich, wer übergucken kann, bucht einen Sonderpreis. Dem Marriott ist dann alles egal. Komm, lasse das so. Komm, lasse das so. Schön, ne? Wenn man die Bilder im Kopf hat. Das ist ja das, worum es geht. Von Komponisten, von Protagonisten im Fahrstelle, dass man Bilder vermitteln. Ein einfacher Witz erzählen ist es nicht. Ja, wie funktioniert das jetzt mit so einem Witz? Wie kann man das machen mit Bildern im Kopf? Das ist ganz einfach. Und eine gute Geschichte, die das verklärt, wie das passieren wird. Nehmen wir uns für den Anfang, nehmen wir so eine blaue Funk, so eine richtige Armsau. So, ich weiß, er hat nicht viel Nüssele, eine blaue Funk halt, was soll man sagen. Der hat 2 Jobs, damit der Karneval feiern kann. Das ist es so. Ne? Also der arbeitet als Fahrer bei DHL und nebenbei ist er noch bei Hermes. Weißt du? Jetzt fährt er jeden Tag um 18 Uhr Legosteine, weißt du, vom Godorfer Hafen, ne, nach Köllerin, an Rudekirche immer vorbei. Weißt du? Fährt er jeden Tag Legosteine. Auf einer Tour mitten im November, ne, fährt er da an der Gänse vorbei, diese Gänsefarm, kennen Sie, die ob Mädchen immer leer wird, wo die Gänse immer stehen mit den Schildern hängen. Weißt du? Wir sind dagegen. Weißt du? Fährt er und der geht der LKW eine Struchele und der geht hinter die Klappe und alle Legosteine fallen raus. Alle raus. Das ist der blaue Funk am Sicken. Am Arsch, den ganzen Tag ja Arbeit. Stehst du aus mit die Klappe und schmießt wieder alle Legosteine, die alles mit der Hand drin schmießen. Aber genau einen Legostein, den lässt er liegen, den vergisst er und fährt dann weg. Ja, der Witz haben sie nicht verstanden, so geht es mir bei der Prinzengarde auch öfters. Ja, machen wir nächstes Lied. Machen wir nächster Witz, machen wir jetzt. Es war auf Phase für ein paar Jahre, da ist da so eine arme Junge, völlig kaputt, völlig am Arsch, will nicht mehr. Ne, irgendwie. Da geht er zum Arzt. Ne? Geht er zum Arzt, am Aldermarkt, zum Professor Dr. Weber, der ist direkt neben Manni. Ist der Boven, ne? Oma Freischirm da. Irgendwie. Jeder sitzt da, Herr Doktor, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Hunger, ich habe keine Durst mehr. Was soll ich noch machen? Da sagt der Arzt, pass mal ab, da muss man mit Spitalien. Da sagt, nein, das Spitalien ist nicht, jeder keine andere Lösung. Da sagt der Arzt, pass auf, ich habe eine Idee. Du gehst jetzt in das Maritim an Karnevalsfreitags. Das sind die Grilllächer. Das ist die kälteste Sitzung überhaupt. Da sitze dich in der Ärzterei und da könnte eine Büttenredner. Der beste Büttenredner ganz ist das. Ne? Da hast du wieder Lust, da hast du wieder Kraft, du willst wieder alles. Der beste Büttenredner ganz ist der Blötschkopf. Da sagt der Patient, aber Herr Doktor, ich bin doch der Blötschkopf. Nee, das ist blöd, der kann man auch nicht bringen. Nein. Ein anderes Bild. Mama, ein anderes Bild ist so eine rote Funk, so eine richtige rote Funk, so wie man sich dafür stellt, weißt du, 80 Kilo und dann das andere Bein. Weißt du, so eine rote Funk halt. Ne? Ist in den 60er Jahren, der will noch jetzt leben, dann macht er so einen Ausflug. Ne? Fährt er am Hauptbahnhof, ne? Bei mir der Grüm, ne? Macht das Fedel. Fährt er dann bis nach Remagen rein und damit er nicht noch jetzt genötig dabei machen kann, nicht, dass ich bei Pfeifenheinrich so noch sie Gesichtstorpedo gekauft, so ein Zigar. Die will er dann schmoren. In den 60er Jahren ging das ja noch. Also setzt er sich dann in das Abteilerin, will sich die Zigar anmachen. Sie können aber immer so eine Mütterchen mit so einem Hunk, mit so einer Hörgerrat, weißt du, so eine Taschenhupe, weißt du. Setzt sich hier hin, sagt dann zu dem Rodefunk, wenn Sie die Zigar anmachen, da schmiss ich die aus dem Fenster raus. Da sagt der Rodefunk, wenn Sie das machen, Mädchen, da schmiss ich Ihre Hunk direkt hinterher. Gott, da droppt der Funk mit sich die Zigar an, die flöppt, dann nimmt das Frau sich die Zigar, schmiss die aus dem fahrenden Abteil raus. Darauf nimmt der rote Funk, der Möb und schmiss der aus dem Fenster hinterher. Jetzt kommen die in Remagen an, beide am Sicke, beide so eine Hals. Jan über das Gleisbett drüber, kütt der Hunk angelaufen. Jetzt kütt der Hunk angelaufen, du läufst nicht, was der in seiner Schnauze hat. Der Legostein. Das ist Karneval. Karneval ist nicht für Blöde. Karneval ist keine versaute Witz. Irgendwas unter der Bürteline. Über eine Lehre so eine Witze machen, das ist nicht Faserlehr. Faserlehr ist immer das weinende und lachende Auge. Das ist Karneval. Das ist das, warum ich das mache und warum ich das tue. Das ist das, worum es mir geht. Ja, so ein Hamburger, der versteht das nicht. Der kann das auch nicht verstanden. Weißt du, lachendes und weinendes Auge in Köln. Ich sage da immer, lieber Hamburger, guck der Karl Dahl an, da weißt du, was ich meine. Ach, der Karl, ist auch schon gut. War ein der Komiker. Der ist leider gegangen. Warum hätte der Trump nicht mitgenommen? Ja, willst du machen. Aber ein Lied von Fritz Weber beschrieb das so ein bisschen.
was Karneval tatsächlich ist. Bleibt uns treu, glaubt an uns, denn wir kommen wieder und wir glauben an euch. Als Klingelfetz han ich mich ins Verlaufen. Ich wollt mir nur ein Rahmkamelche kaufen. Ich von bin Straß nicht mehr. Nee, das war schwer. Und der Schutzmann fragte mich, hey Jung, wo küsst du her? Ich hatte Angst, nimm mich beim Schlawitschen. Jetzt seh ich mich schon direkt am Ang in Kitsche. Doch spür ich ganz genau, meinet Job mit mir. Ich sah ihm dann treu herzlich ob mein Ehr. Ich bin eine falsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine falsche Jung und ungen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen, hey, ich kölle Allah. Drum raden ich, lass niederkommen sangen. Lach doch im Leben nur, du musst dich noch fangen. Denn war noch nicht mi Lars, das ist verkehrt. Ich sing doch ob den Muttersprach, ob Kölsche Lieds. Sing so wie ich, du hast die Schlitze Schamme. Ohne du große Furcht, dann singen wir zusammen. Ja, wenn du eines Stars im Himmelsbrötchen stehst, dann sagt dem Petrus heimlich, still und leis. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen, hey, ich könnte Allah. Ajuja zusammen. Liebe GP, also, dass du das heute bei uns gemacht hast, einfach nur gigantisch. Eine komplett neue Rede, das finden wir klasse beim RMD. Hervorragender Musiker, du bist einfach für die Bühne geboren. Liebe GP, nimm bitte den Orden des RMD. Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich drauf. Moment, so. Jetzt haben wir uns verhakt. Kannst du mir einen Tax rufen, weil dann laufe ich jetzt mit zurück. GP, das wollte ich dir sagen. Demnächst bitte den Paternoster benutzen, weil das, was du jetzt gemacht hast, 14 Etagen hier hochgelaufen. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, rufen wir aus auf GP Weber, dreimal von Hetze, Kölle! RMD! Kölle! Maret Jod, bleib gesund. So, kriegt den einer Kölsch? Ja, das Riesenschett. So, kriegt noch einer Kölsch? Hey. Nee, da mach ich im Moment Pause. Hört's. Sie sind ja alle für das Corona am Schengen, aber ich will euch sagen, im ersten Lockdown, das war nicht nur schlecht, hören's. Ich hatte nämlich einen Zick, mich mit neuen Medien zu beschäftigen. Hey, Internet, WhatsApp. Und hören's, das Schönste war Skype mit Cam. Hören's, ich war im ersten Lockdown in mir Wohnzimmer mit meiner Kamera als Zeugen Jehovas zu ihrer Gründung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen,
Im zweiten Lockdown, wir kommen ja nicht mehr raus, hören Sie, ich konnte meine Bands nicht mehr hören und singen. Aber da habe ich dann für meine Frau gesagt, weißt du was, bevor der Tee explodiert, machen wir zwei uns einen schönen Tag und fahren in das Bergische. Hören Sie, wir haben uns in meine neue Smart gesetzt, in Köbesblau, mir auf die A1 Richtung Leverkusen. Code für die Leverkusener Autobahnbrücke, Checkpoint Charlie 2.0, sag ich, dass die Schrankert wieder unter war und die Lampe pot. Ich sage, weißt du was? Wir fahren in Merkenich ab und fahren in Langel mit der Fähre. Hey, wir kommen in Langel an der Fähre an dem Steg. Da ist die Fähre 2 Meter vom Steg fort. Ich sage für meine Frau. Und die kriegen ich noch. Habe ich zurückgesetzt, Anlauf genommen, in sie er, hören Sie, mitten auf der Fähre gelandet, schaut mich der Fährmann mit dicken Augen an, ich sage, Fährmann, das hat er auch noch nicht gesehen. Ich sagte, nee, Köbes, hast du recht, das haben wir wirklich noch nicht gesehen. Aber so ganz nebenbei, wir legen gerade an. Wir haben uns eine schöne Abend im Bergischen gemacht. Wir kommen auf Heim an. Jede mit einem kleinen Smart ein Tanklämpchen an. Wir pflücken noch am Keilremens Franz an der Tankstelle. Ich voll den Tank. Jon drinnen bezahle. Komme ich in das Auto zurück. Ist meine Frau da am Schmatzen und am Köhen. Ich sage, was meinst du dann? Ja, jetzt sagen wir, die leckeren Kekse in dem Handschuhfach, die schmecken so lecker. Hör mal, was sind das für leckere Kekse in dem Handschuhfach? Wo hast du die leckeren Kekse her? Das ist aus dem Fressnapf. Wir haben das Auto in der Garage gesetzt, bin ich mit meiner Frau im Düsseldorf an. Und Loren ist noch auf, ich sage, ach, Lorens Frau, eine Stehen mit Stetz. Da blökt das mir in die Uhr. Eine Sternschnuppe, jetzt darf ich mir was wünschen. Ich hätte gerne eine Küche. Sag, Schatz, vergesset, ist wohl doch ein Flugzeug. Mir komme der Hus darin, sitzt der mein 18-jährige Sohn, Buddelrü im Wohnzimmer. Ich sag, Frau, was ist da jetzt? Ist unsere Lang jetzt ganz durchgeknallt? Sagt sie, nee, da bist du doch schuld. Ich sag, wieso bin ich jetzt da wieder schuld? Ja, sagt, du hast ihm doch heute Morgen beim Frühstück gesagt, wenn ich heute Abend mit der Mama heimkomme, bist du ausgetrocknet. Und das ständige Motze. Vor Corona war alles leichter. Vor Corona war alles leichter. Blöde Verzell. Ich nicht. Aber als der erste Lockdown rum war, man durfte arbeiten, Jan, hören, ich war so froh, dass ich wieder in das Brauhaus komme. Ich komme in das Brauhaus rein, da tätet mich jetzt drücken. Ich denke, bevor du anfängst zu arbeiten, gehst du in so mit Klöche. Ich runge auf der ersten Klo, auf der mittlersten Kabine, Tür zu, Botsrunger und Könnt von nebenan stimmen. Na, wie ist es? Gut. Na, was machst du? Das ist eine große Sitzung. Was machst du danach? Ich sage, Vorderputzen, Botzu, Hängwäsche, Pfoten desinfizieren und wieder arbeiten. Göttlich stimmt. Von nebenan sagt, Schatz, wir müssen aufhören zu telefonieren. Hey, Quatsch, die ganze Zeit dazwischen. Ich komme hoch, schnappe mir den Ärztekranz, in dem Moment könnte ich rennen, mit einer Gitarre am Rücken. Nicht rasiert, ein Nickelbrill an und setze sich hin an der allerletzten Tisch. Als ich den Kölsch sprenge, packt er seine Gitarre aus und fängt an zu spielen. Hey, nach 2 Minuten hat er uns ganz Brauhaus im Griff. Hey, da ging es rund. Ich sprenge den mit dem nächsten Kölsch. Ich sage, hey Jung, du kannst aber jetzt. Passen Sie auf, ich kenne den Chris Kuckelkorn vom Festkomitee.
Ich spreche es mit dem und dann gehst du noch am literatischen Komitee und da bringen die dich ganz große Russ. Schaute mich an, sagte, Herr Köbes, das ist sehr nett von Ihnen, aber mein Name ist Stelter, Bernd Stelter. Sag, Junge, das mäht nichts, der Dressname, den können wir ändern. Mods Mattesküderin am Brüttelen. Ich lass mich scheiden. Sag, Lockdown-Opfer. Ja, sagt er, ich kann meine Frau nicht mehr sehen, ich kann die nicht mehr ertragen. Ich sag, ich weiß nicht, wie ihr sagen soll, dass ich mich scheiden lassen soll und ich weiß überhaupt nicht, wo ihr sagen soll. Sag, weißt du was? Mit dem Drache gehst du besser nach McDonald's und sagst, dass du dich scheiden ließ. Schaut mich an, sagt er, warum soll ich da meiner Frau bei McDonald's sagen, dass ich mich scheiden lassen soll? Sag, ganz einfach. Sag, die haben keinen Teller und kein Metze. Und im Notfall kannst du dich in einer dicken Lücke verstecken. Und er sagte, Herr Köbes, wollt ihr uns endlich von dir wissen? Wann hast du die Frau endlich kennengelernt? Sag, no, du Hutzig. Lot mich an, der Köbes, kannst du mir uns sagen, wie man an einem Tag so viel Driss erzählen kann? Sag ich, verstand ich nicht. Ja, ich will uns wissen, wie man an einem Tag so viel dumm Zeug schwaden kann. Sag ganz einfach, früh aufstehen. Und dann geht die Tür ab, hey, da kommt unsere Sonnenschingerin, Schabaus Marie. Sag, oh Marie, schön, dass du wieder da bist. Hast du den ersten Lockdown verstanden? Ja, hab ich. Und ich hab bestimmt, ich lebe nur noch gesund. Ich sag, Marie, das ist Jod. Ja, sagt sie. Und ich trinke nur noch Tee. Ich sag, oh, das ist Jod. Ich sag, was kriegst du da von der Tee? Kamillentee, Hagebuttentee, schwarzen Tee? Das Köbis, ich glaube, du hast sie nicht mehr all. Ich kriege eine Tequila. Ich sag, hören, und warum hast du die Schücke so schön angetan? Schön schwarz Kleidchen ist ja mit dem Hain passiert. Nee, setz Hain, jeder Jod, der kütt Glück. Aber Köbis, weißt du das nicht? Ich hab heute Geburtstag. Ich sag, oh, Marie, ich bin dem ganzen Sortier vergessen. Hören, sag, wie alt weißt du da, Hück? Köbis, weißt du das nicht? Ich sag, nee. Ich werde heute 106 Jahre alt. So, deswegen hast du dich so schön angetan. Was im Kölner Dom, dem Herr ja danken. Sagt, Köbis, du hast sie wirklich nicht mehr all. In meinem Alter gibt mir nicht mehr in der Kirche. Da merken heute, dass du mich vergessen hast. Was kriegst du dann heute zur Feier des Tages zu trinken? Was hast du denn da? Sag mal, zur Feier des Tages habe ich für dich da. Sekt, Weißwein, Rotwein, Rosé, Johnny Walker, Jack Daniels, Jim Beam und Eierlikör. Seht ihr? Genau in der Reihenfolge. Heimhoch gebraten, hören Sie. Hat sich auch noch und noch reingeschaut. Alles gut geklappt. Bis auf der Eierlikör. Der war zwischen der dritten Zähne wieder rausgelaufen. Und alles auf das schöne, schwarze Kleidchen. Sagt der Köbis, guckend. Ich sehe aus wie ein Altsau. Sag, stimmt, und geschlabbert hast du auch. Ich bringe dem Lappen zum Saubermachen, hüllt das aus seiner Tasche ein Wörterbuch von Langenscheid. Deutsch, Latein, Latein, Deutsch. Sag, Messer, jetzt? Ja, sagt wenn er dann doch mitkriegt, dass er mich vergessen hat, und ich komme in den Himmel, die sprechen da Latein, da möchte ich ja mitschwaden können. Ich sage, oh Marie, da hast du recht. Ich sage, was meinst du dann, wenn du versehentlich in der Hölle küsst? Ach, sagt er, das bisschen holländisch, das kann ich so. Ja, und wir sind ja alle am Schengen über den FC, ne? Für letzte Woche, bevor die in Schalke gespielt haben, war der Trainer bei mir. Hören Sie, ihr könnt mir verdanken, dass die in Schalke gewonnen haben. Der Trainer ist mir am Essen. Ich sage, und wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Jungen haben Angst für Schalke. Die spielen nicht vernünftig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sage, passen Sie auf, Jung. Wenn du jetzt die Kölsch aus hast und die Schnitzel abgegessen hast, gehst du hier auf den Schilderjassen oder der Kloppenmand und gehst du da auf ein paar Schaufensterpuppen auslehnen. 12 Stück.
Und da ist ein Sportchef und hält die 11 Trikots von Schalke. Ich sage dann ab nach dem Geisbock heim, die Pöpfchen Platz abgestellt und da wird trainiert. Links vorbei, rechts vorbei, links vorbei und Schuss auf das Tor. Köbis, meinst du, das klappt? Ich sage, ob das klappt, aus Essen ab. Jetzt bin ich ja geringfügig neugierig. Hast noch 4 Stunden angerufen, ich sage, und keiner klappt? Nee, Köbis, das klappt nicht so richtig. Ich sage, wieso klappt das dann nicht? Ja, die Puppe führt 6-0. So, ich habe gesehen, hier sind die ersten Gläser leer. Die haben nämlich jetzt hier durch. Ich muss ins Zwinger. Darum sage ich der Kölsche Köbis. Jedes ist ein Schläge oder hat er Ping. Gott bei mir eine Brauhaus. Denn in meinem Brauhaus kriegt jeder einen Platz. Auf Moslem, Jude, Christ oder Buddhist, jeder kriegt einen Tisch. Nur Pegida, rechtsradikal und dem restlichen Dreck hier Brunge packt. Dann sage ich, haut endlich aus unserer schönen Heimat ab. Tschüss zusammen, bleibt gesund. Wir bedanken uns bei Axel Höfel, den Kölschen Köbis. Dankeschön, liebe Udo. Mit dem Orden des RMD. Lieber Axel, herzlichen Dank für deinen super Beitrag mit Treffer von Hetze. Köln! RMD! Köln! Und du kriegst noch die letzte Portion Muscheln. Dankeschön. So, jetzt sind wir beim RMD. Leute, denkt dran, wir haben Corona. Ich darf nur alleine. Macht da die Ruskit. Komm. Basti, im letzten Jahr hat die Band Palava eine Spendenaktion gestartet und eine Gitarre versteigert. Wie kam es dazu? Ja, wir wollten in dieser schweren Zeit was Gutes tun. Und unser Gitarrist Flo kam auf die glorreiche Idee, seine erste Gitarre zur Verfügung zu stellen, die wir dann versteigert haben. Das RMD hat an der Versteigerung teilgenommen und mit unserem Gebot in Höhe von 1.000 € haben wir den Zuschlag erhalten. Wen unterstützt ihr mit der Spende? Ja, erstmal vielen Dank für diese Wahnsinnssumme, damit hätten wir nicht gerechnet. Wir haben uns im Vorfeld über mehrere Möglichkeiten informiert und da Justus und ich gerade Väter geworden sind, haben wir uns für den Verein Känguru e.V. entschieden, der die Frühgeborenenstation der Universitätskliniken zu Köln fördert. Und ich denke, da tun wir was Gutes. Wir freuen uns sehr. Die Gitarre wird bei uns in der Geschäftsstelle einen tollen Platz erhalten und das RMD unterstützt gerne Pensus Kölle. Ja, vielen Dank, Udo, dass das RMD uns so unterstützt hat bei allem. Und wir waren eben schon mit unserem Sessionstitel Ist das schön zu sehen, aber wir haben noch einen zweiten Song dabei für euch, Fast the Love. Dann hören wir doch da mal rein. Gerne. Im Schatz, laufe mal all durch die Stadt. Han keine Plan, wohin es uns trägt, folge dem Ruf danach. Und hoffe mal finde bei Gaudi und Med ne Traumprinz oder Prinzessin. Da das doch bei nicht um Ewigkeit geht, ist uns doch sowieso klar. Denn du Hück, bist du mein große Liebe. Hück, bist du mein faste Love. Vielleicht wedet die Liebe für das Leben. Aber Hück, bist du mein faste Love. Ahu, na na na, ahu. Ahu, na na na, ahu. Ahu, na na na, ahu. Ahu.
Tavern, lo über die Schulter zu dir. Uns Blick treffe sich, scharf wie ein Axt, und du küsst rüber zu mir. Ich hör dich schon sagen, du weißt, das ist Quatsch, das hättest du noch nie gemacht. Das ist für mich total okay, bin Hück der Mann für ein Nacht. Denn oh Hück, bist du mein große Liebe, Hück, bist du mein faste Love. Vielleicht wieder die Liebe für das Leben, aber Hück, bist du mein faste Love. Bist du mein große Liebe, Hück, bist du mein faste Love. Vielleicht wieder die Liebe für das Leben, aber Hück, bist du mein faste Love. Denn nur Hück, bist du mein große Liebe, Hück, bist du mein faste Love. Vielleicht wieder die Liebe für das Leben, aber Hück, bist du mein faste Love. Lieber Basti, dir als Frontmann der Gruppe Palava herzlichen Dank. Ich möchte dir den Orden des RMD überreichen. Vielen Dank. Grüß mir auch deine Bandmitglieder und ruf mir aus, ob Palava dreimal von Hetze, Kölle! Hallo! RMD! Hallo! Palava! Hallo! Und tschüss! Ciao! Ja, wo sind wir dann? Hey, was ist dann hey los? Da bin ich stehen. Ganz schön. Hey, Udo! Udo! Hast du mich vergessen? Ich bin auch noch da, ne? Das eine will ich noch sagen, so. Das geht nicht, das geht nicht. Trög ich in der Wälder Rutz, so wie der Fuß mich trög. Ich fünk mich nirgends so zu Hus und nirgends so zurecht. Als da, wo ich geboren bin, das ist in Köln am Ring. Ob Heimat trägt mich Hetz und Sinn, ob Heimat bei dem Ming. Ich möcht noch einmal zu Fuß über der Hofstraße. Ich möcht noch einmal im Leben alter Matschton. Ich möcht noch einmal so jenigen Dom wiedersehen. Wenn ich in Köln geboren bin, ich möcht noch einmal so jenigen Dom wiedersehen. Wenn ich in Köln geboren bin. Kölsche sind in der eigenen Schlaf und Villen ehrlich verkannt. Und wenn man so die Welt durchjagt und trägt von Land zu Land, denn wat mir Kölsche Ehe han, dat fingst anders nicht, weil keiner jetzt verdrängen kann, wat ihm geblöd uns litt. Ich möcht noch einmal zu Fuß über die Hofstraße. Ich möcht noch einmal im Leben alter Matschton. Ich möcht noch einmal so jenigen Dom wiedersehen. Weil ich in Köln geboren bin.
Ich möcht noch einmal zu Jenningen Dom wieder sehen, weil ich in Köln geboren bin. Ja, liebe Udo, ich bin froh, dass ich ein Spader bin und es freut mich, im RMD dabei zu sein, wenn wir hier zusammen das schöne Fastelovend feiern, aber ein klein bisschen langsamer. Ich möcht noch einmal zu Jenningen Dom wieder sehen, weil ich in Köln geboren bin. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe Ihnen eine Episode mitgebracht, und zwar geht es da um einen Franzosen, der nach Köln kommt, will in den Dom, Corona ist so, und dann geht der in der Früh. Und was dann passiert, da möchte ich uns jetzt sehen. Ja, alle kennt ja den Franzos, ne? Der mit seiner Kappe, so. Und dann, bitte, Bonjour, Mesdames et Messieurs, notre Père qui est aux cieux, pardon, ist Vater unser auf Französisch, ich wollte in die Kathedrale, in die Dom, so, Corona. Und was mache ich? Ich gehe in eine wie heißt nochmal, ein Bistro, Brauhaus. Und komme zu früh. Du kennst früh? Nix? Du kennst nicht früh? Kommst du so früh, kommst du nie zu spät. Ich frage, voulez-vous manger un petit de Chevalier, de Kobes. Ich frage, was geht, wit? Und er sagt für mich, Jung, nimm eine halbe Hahn. Ich sage nur, grande Katastrophe. Ich frage, was er empfehlen kann, worauf er sagt, eine halbe Hahn. Das ginge schnell und käme bald. Ich fühlte mich im Wiener Wald. Ein halbes Ähnchen mit Pommes frites. Doch was er brachte, war ein Witz. Nicht mal eine Spur von Ähnlichkeit von Hahn zu sehen, weit und breit. Es war so komisch anzusehen. Glaubt ihr vielleicht, es wäre schön? Nicht mal ein Flügel war da dran. Und sowas nennt ihr Alven an. Er roch sehr stark und war schon kalt. Und außerdem noch ziemlich alt. Das Ganze war mir viel zu lasch. Es war Baguette mit Fromage. Ja, so hier ist halt den Franzosen, wenn sie nach Köln kommen, und Sie sehen schon, ich habe so ein ganz klein wenig umgezogen. Ich möchte Sie mal entführen in eine Zeit, in die 30er Jahre. Sie alle kennen unseren großen Willi Ostermann. Der hätte nie von Hohn und Hahn gesungen. Und nicht scheißegal, aber von anderen kleinen Vögelchen. Und zwar von der Mösch. Und ich möchte Ihnen mal vorstellen, wie Willi Ostermann die Mösch gesungen hat. Wir sitzen des Mittags gewöhnlich in der Küche, weil es da am schönsten ist. Der finstere Stund ob und ob einmal flüch ein Mösch bei uns renn und setzt sich ob der Dech. Jetzt lotse rechts, dann lotse links, dann hätt sie noch dem Graubrot gespinks. Das ist es, da hast es, mich Frau set Lebemann, süchte dat doch bloß uns an. Ja, also Herr Marx, Sie können auch ruhig mal mitsingen. Möch, die Möch, jawohl, bei uns in der Küche und setz sich mitten ob der Dech. Die Möch und alle zusammen, was sie will.
die in der Küche. Ein Misch wird in der Büsch. Ha, denn sie doch lustig noch flüsch. Die Misch, die Misch, die Misch, wer? Die Misch, die Misch, jawohl, ich sage Dankeschön. Ja, so brachte es Willi Ostermann 1931, brachte er dieses Lied auf den Markt. Und es wird heute noch gesungen. Aber ich sage mal, der Text ist ja schön, ne? Aber meinen Sie nicht auch, man müsste mal in so einem schönen Text eine moderne Melodie machen? Und da ist mir etwas eingefallen, wenn zum Beispiel Bab, genau, wenn Bab von der Mösch gesungen hätte, wie es dann geklungen hätte. Verdammt lang her, dass ich letzt in der Kirche saß. Verdammt lang her, dass ich dort in Mösch saß. Und dann der Schock, als die noch auf mich zukam. Merkwürdig wie so manche Möschrömpflüch in der Küche. Es ist lang her, dass ich für so je drahtlos stund und vor Enttäuschung echt nicht bekannt. Und jetzt dürft ihr mit klatschen. Hey! Ich weiß noch wie, sie direkt in die Kirche floh. Wo sie doch eigentlich da im Gebüsch saß. Für lauter Söckerei sie nur noch nach dem Brot sah. Und überhaupt, was sie damit noch wollt. Der Kopf voll nix. Nur die paar instinktive Tricks. Es geht mal für, als wenn es gestern wär. Und wir singen zusammen. Verdammt lang her, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang her. Und jetzt ihr alleine. Verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang her, verdammt lang her. Wolfgang Bab, sehr schön. Ja, liebe Freunde, das war so mal ein kleiner Querschnitt von dem, was ich über 40 Jahre lang gemacht habe. Und ich sage es zuerst mal an euch, herzlichen Dank für die Einladung hier beim Rosenmontagsdivertise Mensche. Und ich verabschiede mich mit meiner Nationalhymne für euch. Ich bin von Köln. Hey Freund, hör mir ins Zoo und pass gut auf, was ich erzähle. Gehst du uns plötzlich fort, Tricks in der Welt, volles die Kölle. Egal, wo du auch bist, denk an die Heimat, an Kolonia. Sag stolz, wenn man dich freut, ich bin von Köln. Auf Rom, New York, Paris, in welcher Stadt du auch daheim bist. Denn eins ist ganz gewiss, dass du selbst da nie ganz allein bist. Dann denk doch an der Dom, denk an der Ring, dat
ist die Heimat. Sag stolz, wenn man dich freut, ich bin von Köln. Denn eins ist gewiss und immer wahr, das wird aus jedem Menschen klar, wo du auch bist, was du auch misst, da wo du wohnst, da wo du lebst, denk immer dran, wenn du es siehst, ich bin von Köln. Ja, liebe Rosamunde, das wird diese Menschen in einer Zeit, wo man nur noch im Studio sitzt, das ist sehr, sehr schwer. Und ich sage Dankeschön und Tschüss. Wir sind von Köln. Dankeschön. Leben Hannes, wie konnten wir dich vergessen? Wir haben dich natürlich nicht vergessen. Wir sind sehr erfreut, dass du heute dabei bist, wie du ja schon seit vielen Jahren das RMD mit deinen Auftritten beglückst. Über 35 Auftritte. Mittlerweile Ehrensenator des RMD geworden seit 2-3 Jahren. Das freut uns sehr. Nimmst am Vereinsleben teil. Den Orden hast du ja schon bekommen. Wir haben ein kleines Weihnachtspaket verschickt, wo der Orden drin war. Das heißt, Ehrung ohne Orden, den hast du schon bekommen. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Auftritt mit dreimal von Hetze, Kölle, RMD, Hannes Blum. Herzlichen Dank. Mensch, Udo, man fastelovend und nur zusammen sind wir fastelovend. Los, Ehrungen machen. Mensch, Chris, Zack, was zack. machst du da nicht? Ja, ich muss dich abholen hier. Ja, Mensch. Und umziehen musst du dich auch noch. So, und jetzt nichts wie ab. Und tschüss. Rosamunde, doch geise Sinn, die Welt ist ein Menschen, ja, da wollen wir hin. Rosamunde, wollen wir hin, die Welt ist ein Menschen, schön dabei zu sein. Liebe Mitglieder des RMD, liebe Fastelovensfreunde. Das war vom Rosenmontags für diese Menschen von 1861 e.V. die Kölsche Traumnacht in der Karnevalssession 2021. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Film ein bisschen Fastelovensgefühl in eure Wohnzimmer gebracht haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Künstlern, beim Kölner Dreigestirn, beim Kölner Kinderdreigestirn, beim Festkomiteepräsidenten Christoph Buckelkorn ganz herzlich bedanken. Bedanken möchte ich mich beim RMD-Vorstand für ihre Unterstützung und die Teilnahme, im Besonderen bei Daniel, Sebastian und Rudi mit der Teilnahme am Set. Mein ganz besonderer Dank gilt Kai Passmann für Idee, Skript und Regie und bei dem lieben Dieter Räkers für Ton, Schnitt und Bild. Herzlichen Dank auch an Till Andreas und seine Frau, die uns das Bühnenbild hier so kurzfristig zur Verfügung gestellt haben. Gerne möchten wir mit euch allen und den Künstlern in der nächsten Session 2022 mit ganz viel Nähe und Freude live gemeinsam feiern. Denn nur zusammen sind wir fastelovend. Dreimal von Hetze, Kölle! RMD! Kölle! Herzlichen Dank. Rosamunde, wollen wir hin,